Hey Oli, ich glaube, wir sind da. Hey, heute zusammen willkommen zurück zum ersten Schweizer Fischer-Podcast. Fischverrückt! Ja Mann, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Alter, das ist wieder so lang her. Ja, so lang her. Abartig. Mein Headset macht sogar schon nicht wirklich mit. Das linke Ohr ist taub. Gerade mal schnell über das Intro gestolpert. Für die sich fragen, wir nehmen das jedes Mal live auf. Ja, das ist so. Wir lassen es nicht einspielen, wir sagen es jedes Mal ein. Ja. Aber gerade mal darüber geht, wir haben schon lange keinen Podcast mehr aufgenommen. Ja, es ist wirklich schon, der letzte mit dem Dani. Ja, also ich wäre rum gewesen. Ich nicht. Du bist wieder weg gewesen. Ich hatte Ferien gehabt. Und nachher ist die Frau noch auf Amerika. Aber das ist gut. Jetzt ist sie heute wieder angekommen. Schön. Herrlich. Schön Jetlag. Geil. Hey, yo. Ich würde sagen, wir starten gerade mal mit dem Rückblick und Ausblick. Und eigentlich, wie immer, haben wir es wieder versifft. Yep. Das Obligate. Das Schmatzen, das der Oli wieder rausschneiden kann. Nein, hey, bitte heute kontrollier dich ein bisschen. Oli? Hey, cheers. Willst du gerade? Oder? Nein, ich bin Also, gar nicht im Film. Also, dann würde ich doch sagen, wir fangen mal an mit dem Gewinner von der letzten Episode vom Gewinnspiel. Ja. Und da hat uns der Dani eine wunderschöne Sprachnachricht gemacht. Danke vielmals, Dani. Und übrigens danke vielmals fürs Gewinnspiel, für die coolen Preise, die du mitgenommen hast. Danke aber auch allen, die mitgemacht haben. Und sorry an all die halt leider das mal leer ausgegangen sind. Ja, es haben mega viele kommentiert. Ich habe es nicht gezählt, aber es sind ein paar, ja. Sind wirklich ein paar es sind sicher mehr als 20 Kommentare. Es sind auch 3 Preise, gell? Es sind 3 Preise, 3 geile Preise. Ja, man kann viel abstauben. Ja, absolut. Aber ich sage, wir hören mal in die Sprachnachricht von Dani. Ciao, Fischverrückt Community. Ciao, Nico. Ciao, Oli. Richtig guter Podcast gewesen. Super haben ihr es gemacht. Ich hoffe, ich konnte etwas den Leuten auf den Weg geben. Ihr habt alle hoffentlich spannend gefunden und haben ein Like da gelassen. Jetzt kommen wir noch zu der Verlosung von meinen 3 Preisen. Und zwar habe ich dort das Zufallsprinzip gemacht, habe durchgescrollt und auf jemanden getippt. Und gewonnen hat Spike Kit, der Marco. Dann das Forellenkit, also mit den Spoons, hat gewonnen der oder die Scheck. SCHEGG geschrieben. Und Kleider, Fishing Shorts, UV-Shirt hat gewonnen der Jost. Mit dem Profil von seiner Frau, Michelle Jost Glor. Ich wünsche allen Gewinnern, oder ich gratuliere allen Gewinnern zu dem Preis und wünsche euch einen erfolgreichen Podcast und bis ein andermal. Macht's gut, danke, schönen Abend. Oder? Ja. Gratuliere zu den Gewinnern. Ja. Ihnen. Scheck oder der Scheck, Marco und Jost. Sehr nice. Meldet euch doch bitte mit Kontaktdaten per Mail oder per Insta. Ist fast einfacher per Insta. Ja, per Insta ist Insta fast einfacher. Und wenn ihr kein Insta habt, dann an info.on-podcast. Nein, so, ich weiß im Fall nicht mehr. Ich kann es dir davon nicht mehr sagen. Warte, ich schaue doch schnell nach, dass wir das... info.on-podcast@gmail.com. Genau. info.onpodcast@gmail.com. Yes. On-podcast, oder? Nein, info.onpodcast@gmail.com. Ja, aber meldet euch doch per Insta, es ist bedeutend einfacher. Ja, und wird auch eher von uns gepflegt. Ja, definitiv. Sehr nice. Dann, Oli, hast du noch «com» reingeschrieben? Ja, es hat irgendwie, ich habe es gemerkt, darum bin ich vorhin nicht ganz draus gekommen. Eigentlich hat es geheißen Kommentar vom Dan. Und zwar haben wir einen spannenden Kommentar vom Dan drin gehabt, der schreibt: Tolle Folge, Jungs, hat mir sehr gefallen. Fun Fact: In der letzten Folge von Köpfe mit Nägeln haben Toni und Daniel ja über das schlechteste Produkt gesprochen, das sie je auf den Markt gebracht haben. Daniel meinte damals einen Wurm aus TPE. Musste beim Wurmnews daher etwas schmunzeln. Ja, habe ich noch einen spannenden Kommentar gefunden, weil... Hast du die Episode nicht gehört? Ja, ich nehme an schon. Ja, aber es ist schon
Schon lange her, gell? her. Ja. Ich weiss nur noch, es ist vom anderen, vom Skipper Tone, vom Tony. Tony. Genau, ist es glaube ich irgendwie ein Shirt oder so. Die haben mal irgendwie so Shirts gemacht mit Fisch drauf. Ja, und echt das, geiler Typ und so. irgendwie so, ja genau. Und das ist glaube ich von ihm das Produkt gewesen, das er nie würde gemacht wollen haben. Und ich muss jetzt sagen, der Wurm, der jetzt LMAB rausgebracht hat und der Wormius von Toppis sind dann schon nochmal Welten, einfach auch vom Aussehen. Weil der Wormius sieht wirklich auch aus wie so ein Wurm, ja. wie so ein Regenwurm, Ja, den man da draussen von der Natur kennt. Und der LMAB gemacht hat, ist halt schon auch so mit Rillen rein durch und ich glaube, Schwänzli hat irgendwie noch so einen Gummiball hinein. Und es ist nicht, nicht durchgehend der Wurm. Es ist wie hinten, ist wie so ein Curly-Tail So noch draus gemacht. Art. Genau. Ja, okay. Ich glaube schon nicht so gut angekommen. Hey, keine Ahnung, ich kenne den nicht von LMAB. Ich hatte den auch schon daheim gehabt, glaube ich, irgendwo Adventskalender gehabt oder so, aber hat mich jetzt auch nicht überzeugt. Kann ich jetzt noch verstehen? Ich finde aber nach wie vor der Wormius, das wird etwas. Ja, bin ich gespannt, absolut. dann Absolut. knapp einen Monat. Hey, dann das Upload noch von der letzten Episode. Dort ist irgendetwas schief gegangen, auf da noch auf offiziellem Weg. Sorry, guys. Keine Ahnung, was es war. Oli, vielleicht weißt es du. Hey, ich habe es nicht herausgefunden. Ich vermute nur, dass der Upload nicht ganz aufgegangen ist. Ja, vielleicht ist irgendein Browser schnell zugemacht worden und so, keine Ahnung. Aber ja, ist ja gleich. Die Folge ist wieder von oben. Danke an alle Rückmeldungen, die gekommen sind. Es sind doch ein paar gewesen. Ja, sorry, Aschi, hast halt nicht mehr draufschwätzen. Tja. Die Schwachen nimmt es. Nein, es waren doch ein paar gewesen und ja, genau. Hey, und ich bin immer wieder erstaunt, wie viel unser Podcast schon am Sonntagabend gehört. Also, ja, glaub, absolut. Der erste absolut. Comment habe ich am Morgen, weiß auch nicht wann, schon drauf auf dem Handy. Ja, das ist so, ja. Und ja, vor allem die Rückmeldungen sind gerade am Sonntagabend gekommen. Was mich noch ein bisschen erstaunt, das hören brutal wenig via YouTube, weil von YouTube, dort sehen wir ja auch, wie viele Leute das hören wenig und ich komme nie irgendwie eine Rückmeldung über von wegen, hey, ich will auf YouTube den Podcast hören und der ist noch nicht online, weil der geht immer später online. Siro, du bist doch das gewesen, oder? Ja, ich glaube, der Siro war es, der Marc, glaube auch. Ja, ich glaube auch, ja. Aber es sind nur irgendwie so 2 oder 3 oder vielleicht 4 Hörer auf YouTube. Also, ja, ich kann es irgendwie auch verstehen, wer geht auf YouTube Podcast hören. Ja, der Aschi hat mir eigentlich noch eine Plattform geschickt, wo er ihn hört. Das weiss ich es aber nicht mehr. Irgendetwas komisch, habe ich nie gehört, das Zeugs. Und auf jeden Fall, wenn wir mal wieder einen Fehler haben im Upload, bis es auf Spotify geladen ist, geht es einen Moment. Ja. Bis es auf allen anderen Plattformen auch aktualisiert hat, geht es nochmal einen Moment. Genau, also richtig. für alle, die nicht halt auf Spotify hören, es geht manchmal eine Zeit länger. Absolut, absolut. Ist aber kein Grund, um den Podcast erst zu hören, bevor der nächste aufgenommen wird. Also von dem her, easy. Hey Oli, hast du noch etwas? Nein. Sehr gut. Dann würde ich doch sagen, können wir mal zum Vorstellen. Jetzt muss ich selber noch schnell schauen, wie wir haben gar nicht besprochen, wie wir die Episode nennen. Weil wir haben es noch bilateral schnell über WhatsApp geklärt, was machen wir für ein Thema machen. Ja, genau. Und zum Glück hat der Oli wieder die Idee gehabt, den Gedankensblitz, hey, scheiße, wir haben einen Podcast, was machen wir eigentlich für ein Thema? Ja, aber ich muss sagen, wir sind wieder auf ein Thema gekommen, wo eigentlich kann an dem Thema anknüpfen, wo wir eigentlich die letzte Episode, wo wir das zweite waren, aufgehört haben. Ja, ich würde auch sagen, ja. Dort haben wir es ja über Köder gehabt, weil es sind so ein bisschen die Lieblingsköder und besten Köder von unserer Sicht oder auch von eurer Sicht. Und in dieser Episode geht es darum, wie tut man sich vorbereiten für ein Gewässer, wo man noch nie war, wo man eigentlich nicht kennt. Konkret, Oli, bei dir das erste Mal Holland. Ja. Zum Beispiel, bei mir natürlich auch das erste Mal Holland, selbstverständlich. Jetzt in meinem Fall das Jahr Gardasee. Ja, einfach so ein bisschen, wie geht man an die, oder Sardinien, oder wo bist du? Zypern bin ich gewesen, oder auch letztes Jahr Schweden. Es wird so ein bisschen hey, wie wir uns vorbereiten, was gibt es da für Tools? Richtig. Oder wie wir recherchieren zum Gewässer? Exakt. Ja, das ist so ein bisschen das, was euch erwartet. Ja, jetzt haben wir schon den Abstecher gemacht. Und jetzt würde ich sagen, Oli. Meine Woche, deine Woche. Und wenn ich da in unser OneNote schauen darf, dann bin ich einfach wieder eifersüchtig auf dich. Ja, aber ich werde fast selber eifersüchtig auf mich, wenn ich das so sehe. Wie viel Mal du am Wasser mehr haben. Das werde ich wahrscheinlich nie mehr haben. Ja, das ist wieder ein Luxus bei dir. Du. Komm, ich fange an. Ja. Ich habe jetzt da schon das Wort gegeben. Bei dir wird es ein bisschen interessanter. Also, bei mir steht schon als erster Punkt, nichts mit Fischen.
Könnt ihr das glauben? Ich bin Warte mal schnell. im September nie am Wasser gewesen. Nie. Das würden wir alle. Richtig hart. Ja, es ist einfach Nicht einmal für 5 Minuten, 10 Minuten, eine halbe Stunde. Nicht nichts? mal, nein, Wow. gar keine Zeit gehabt. Einfach so viel anderes zu tun gehabt beim Arbeiten. Eben, entweder bin ich am Arbeiten gewesen, oder meine Frau, dann musste ich schauen mit dem Kind und am Wochenende viel los gewesen und abgemacht und sowieso. Nein, weg. Also nie zum Fischen gewesen. Ich bin total unterfischt. Aber es wird Läuft. besser. Ich hoffe, wenn das Wetter mitmacht, wenn ich den Podcast höre, bin ich am Fischen gewesen. Okay, Ich hoffe es. sind wir mal gespannt. Hey, dann ist bei mir so ein bisschen eben Vorbereitungen laufen, ein bisschen für Holland. Wann gehst 19. Oktober. du? 19. Oktober. Ist es am Freitag? Nein, das ist der Sonntag. Der Sonntag, dann komme ich heim. Okay, ich gehe. Tauschen wir uns gerade ab. Ja, wir fahren, glaube am Sonntag, jetzt haben wir uns entschieden, einfach mal die Hälfte in Deutschland, übernachtet dort und fahren dann die anderen 4 Ja. Stunden. Wo übernachtet ihr? Wie heisst das Kaff? Weiss doch nicht mehr, so ein sauberer Kaffee, irgend so ein scheiß Hotel, schnell Aber nicht schlafen. irgendwie Ems oder dort gerade an der Grenze? Nein, es ist Okay. glaube noch, eben, es geht nachher noch 4 Stunden Fahrt. Ja, ja gut, von der Hafen. Ja, gut, ja. Ja. Aber ich werde es wahrscheinlich eben, wie ich gesagt habe, ich gehe mit dem Marvin zusammen fischen, ich gehe mit dem Roman von Fish Explorer fischen, also werde ich ein bisschen Der umeinander Roman, das fahren. ist Jacuzzi. Jacuzzi. Ja, dann fängst du wenigstens endlich mit dem Zander. Also wenn der dich nicht zum Richtig. Zander bringt, Oli, dann... Hat er mir auch versprochen, eben, aber mit diesen Versprechen und Fischen ist immer schwierig. Wobei, muss ich sagen, Aschi hat mir auch mein PW versprochen, er hat gehalten. Eben siehst. Dann habe ich noch einen spannenden Auftrag bekommen, und zwar vom Gesi. Ich werde mit Ralf und dem Gesi nach Berlin fliegen. Und wir werden dort Freitag, Samstag zusammen Reels und Content machen. Oder ich bin angestellt zum Content machen für die Schweizer Sportfischermesse. Also so mit Pure Fishing, mit Nace, dass wir ein bisschen geile Videos, geile Fotos machen, die sie können als Content brauchen. Cool. Voll Super. geil, richtig geiler Auftrag. Wann ist die? Ende Ende November. November. Ja. Ich glaube 27, 28 oder sowas. Ja. Dort umeinander. Yes. Cool, Freue sehr mich richtig drauf. Mega cool. Eben, mega geiler Auftrag und es bleibt sogar am Schluss noch ein bisschen Cash übrig für mich. Super. Richtig geil. Dann ist bei uns ein bisschen das Thema, wir werden ja umziehen Ende Januar in ein Haus. Und eben, hey, wir haben dort mega viel zu tun, gell? Ich weiss ja selber, wenn du das Haus kaufst, willst du gewisse Sachen renovieren, gewisse Sachen anders haben, darfst mal über einen Boden entscheiden, den ich bei einer Mietwohnung ja nicht interessiert hat. Das hat Definitiv, ja. einen Boden drin gehabt, wo du den hast, meistens ein Parkett. Und jetzt kannst du selber entscheiden. Einfach so Sachen, wo bei uns jetzt ein bisschen anfallen mit Baugesuchen und Wenn Sachen. du Hilfe brauchst, ich bin nicht dumm. Super, danke, das war lieb gewesen. Ich habe auch nicht von dir Hilfe erwartet. Gott sei Dank. Du hast ja 2 linke Hände. Ja, Genau. definitiv. Jetzt wisst ihr auch ein bisschen, warum ich nicht zum Fischen komme. Es ist halt mehr so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, Family Time Das ist ja und, halt, schön. und so Sachen. Ja, muss auch mal schön. sein. Ja, aber es ändert dann aber ich wieder. muss sagen, ich vermisse schon so einen Fisch. Oder? Ja, ein Monat ist schon hart. Ja. Das ist lang, ja, das ist wirklich lang. Habe ich glaube noch nie gehabt. Ja, das ist jetzt Monat wirklich auch mein mit längster Entzug, den ich habe. Ja, Ja, ist lang. komm, erzähl du gescheit, das interessiert vielleicht die Leute mehr, Ja, was also du gut. machst. Ich habe sogar extra chronologisch sortiert. Und zwar, ich bin ja noch in der Ferien gewesen. Ich bin vor der Ferien habe ich noch dürfen go fischen und Züsi. Ich habe dort den Wormius mitgenommen. Der Waspius auch. Der Waspius hat natürlich nie gefischt. Ich kann einfach nichts anfangen mit dem. Sorry. Ja, Aber ich bin auch nicht der Forellenfischer. Wir sind ein bisschen Egli-Fischer und Züsi zuerst. Sind so auf die 3-4 umeinander gegangen. wer ist der mir? Der Milan Milfish Switzerland heisst er. Er ist ein Arbeitskollege von mir. Milan und ich. Geile Story. Da sind wir am ersten Spot angekommen, am Egli-Spot. Da habe ich geankert, habe gesagt, komm, da ist gut, tipptopp. Haben wir ausgerührt, ist das Kursschiff gekommen, gell? Wir so, ja easy, es langt. Perfekt, das Kursschiff durch. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wir driften. Wieso driften wir? Das kann doch nicht sein, ich habe geankert. Die Schnur, guck mal, die ist wunderbar gespannt, tipptopp. Weißt du, extra eine Schnur nachgegeben, wie man es auch lernt in der Bootsprüfung, oder? Dann ist mal die Diskussion gesehen, komm, nicht rum, wir sind wieder irgendwie auf 2 Meter Wassertiefe. Ja, come on. Komm, wir gehen weiter, ich kenne oben noch einen Spot. Gut, easy, ich nehme den Anker rein, habe ich am Ankerseil gezogen. Ja. Kein Anker mehr Ich habe das Seil eingenommen und Kette. Weil der Anker war nicht mehr dran. Ja, Scheiße. Ich habe am Zürichsee einen Anker geschenkt. Irgendwie hat es die Kuhschnurre, wo der Anker angemacht ist. Ich weiss noch, ich habe dort den Stift habe ich mit der Zange zugetragen.
Aber der hat es irgendwie gelöst, gerissen, gebrochen, was auch immer. Ja, jetzt habe ich auch noch einen neuen Anker holen. Ja, no, egal. Auf jeden Fall ist bei Egli gar nichts gegangen. Wir haben nachher noch ein bisschen Egli gefischt, sind dann aber echt nur Hechte eingestiegen. Egli haben wir wirklich kein einziges gehabt. Ich habe auch gehört, so ein bisschen, was die Leute erzählen, dass Egli momentan sehr schwierig ist, dass Ja. die Huren zickig sind Ja. zur Zeit. Ja, absolut. Also das höre ich auch immer nur und ich habe dann gefunden, ja komm mit dem Boot, da kommst du an Spots hin, weißt du, auf dem Ufer her vielleicht nicht so Ja, voll. befischbar sind, kannst ein bisschen andere Strukturen befischen und so. Aber wir haben es gesehen, sie sind nachgekommen, sie sind auch ein bisschen als Würmer, es sind wahrscheinlich alles kleine gewesen. Der Milan hat mit seinen Egli-Ködern gefischt, die er sonst eigentlich immer gut gefangen hat, in den Farben, wo es halt immer gelaufen ist. Hat aber auch nichts gehabt, hat dann einfach nur Hecht, ja. Und schlussendlich haben wir dann gefunden, weißt du was, irgendwie, komm, jetzt müssen wir gleich noch schauen, ob da die dicken Siechen rum sind. Und dann sind wir dann noch scopen bis um 11 Uhr. Hey, Hecht auf Hecht auf Hecht auf Hecht. Okay, Ich habe glaub noch nie, gefangen? Wie? Also gefangen? Ja, ich habe noch nie so viel Hecht gefangen auf so eine kurze Zeit, ja. Und Krass. alles von der Grösse. Wir haben von 80 aufwärts circa bis der grösste 1,07 Meter gewesen. Nicht der grösste, aber Aber schon mutig, es ja. ist gut, es war super gewesen, ja, und haben da, also es ist wirklich, vor allem sind auch auf einer angenehmen Tiefe gewesen, weißt, Ja. es sind nicht irgendwie so auf 10, 12 Meter runter gewesen, und irgendwie hast du schauen, sondern es ist wirklich so zwischen 6 und 8 Meter und also wirklich, ja, es war cool gewesen, hat Spass gemacht, so ein guter Abschluss gewesen vor der Ferien. Und ja, darauf sind wir dann an Gardasee, bin ich dann mit der Familie an Gardasee. Ist mega cool gewesen. Wir haben ein Mobile Home gehabt. Für alle die Kinder haben und so ein 1-, 2-, 3-jähriges Kind oder älter, unbedingt Gardasee, absolute Wahnsinn. Wir haben nicht so hure viel gezahlt für ein Bungalow und hatten einen riesen Wasserpark gehabt. Wir können baden, er können rutschen, der Junior. Für die fischen, kannst du dort einfach, gehst ins Touristenbüro, gehst dort die Lizenz holen, gehst auf die Post, gehst dort nachher noch die Definitive holen und dann kannst du einfach fischen. Hure geil. Und dann bin ich dort natürlich am Jahr fischen, bin am Abend fischen, habe ich nichts gehabt, gerade am Strand unten, da habe ich gedacht, weißt du, nächsten Abend gehe ich auf Lazisee rauf. Das ist dann die nächste Stadt, da bin ich dort an den Hafen gegangen und da habe ich dort meine ersten Bass gefangen. Stark. Stark. Warte mal Hey, alles kleine Schwänze. Also, Scheissegal. aber Sind hey, aber wie die Grossen, nicht? ja, absolut. Und ich habe Bass gehabt. Ich habe wirklich, also für mich, alles auf Twitch-Bait. Sie haben kein Carolina Rig gewählt, sie haben keinen Dropshot gewählt. Alles auf Twitch-Bait. Ich habe wahrscheinlich auch ein bisschen die falschen Köder dabei gehabt. Ich habe dann ein bisschen umgefragt bei den Kollegen, die sich Bass fischen. Danke, Luca, an dieser Stelle. Aber ja, ich glaube, ich habe einfach die falschen Köder halt dabei gehabt. Aber da kommen wir ja noch drauf, wie man sich so vorbereiten. Dann habe ich gedacht, ich gehe nochmal einen Abend. Ich habe gesagt, hey, ich gehe für eine Stunde, bin ich wieder auf Lazise führen, dann ist gar nichts gegangen auf Twitch-Bait, es ist nichts gegangen auf irgendwelche Gummis und so. Ich dachte, jetzt habe ich mal so einen kleinen Egli-Chatterbait dran, mit einem, ich hatte irgendwie, glaube so einen 4, so einen 10 cm Köder oder einen 7,5, ich bin mir nicht mal ganz sicher. Hey, rausgerührt, gell, geschwind aufs Handy geschaut, das Handy versorgt, das war der Köder am Grund unten, habe ich angezogen, und merke, hey, das zappelt da, das zappelt. Ich dachte, oh fuck, was habe ich da? Das fühlt sich an wie ein Wels. Hey, angezogen, da habe ich keine Ahnung, 80er, 90er Wels um das. Krass. Ja, aber es war geil gewesen, hat Spass gemacht. Tut schon noch so ein Tierli, oder? Ja, Wels sind Ja. geil, Wels sind wirklich geil, ja. Ja, absolut. Und wenn es natürlich noch Kraut hat am Boden und dann noch ins Kraut geht, dann sowieso, dann, ja, am Anfang, also, eins hat gedacht, es reissen ab, jetzt ist er wirklich voll im Kraut drin, aber haben ihn doch rausgebracht. Ja, Ja. musst auch noch die Route haben, was mitmacht, oder? Ja, das sowieso. Ich habe so eine leichte Hechtroute mitgenommen, habe gedacht, ja, gar dass ich jetzt auch noch ein bisschen Hecht drin und ebenfalls halt einen Wels-Einstieg. Aber es war so ein bisschen eine Twitter-Lösung gewesen, also es ist so ein bisschen, ja, nicht die ganz leicht, aber auch nicht die ganz schwer. Ja, no. Ja, Aber es sag ist halt immer lange, der also- Ferien, gell? Das nächste Mal werde ich wahrscheinlich 2 Routen mitnehmen, eine ganz leichte, um ein bisschen weightless fischen und eine schwere, um wirklich die Swimbaits ein bisschen durchrühren, aber egal. Hey, dann sind wir heimgekommen, dann ist meine Frau auf Amerika. Und da hatte ich Daddy-Time gehabt, mega cool. Und dann habe ich meinen Sohn gefunden, er will fischen. Dann habe ich gesagt, ja klar, gehen wir. Perfekt. Dann habe ich den wunderbaren Wormi ausgenommen von den Toppis, haben wir einen Dropshot geknüpft, oder? Ich als Finesse-Fischer. Und dann, ihm habe ich so eine Route gegeben, so eine Eisfischroute. Ja, wo er halt ein bisschen auch in den Stuben oder so, haben wir so einen kleinen Swimbait dran gehängt. So ein, was ist es, ich glaube der Arma Joint heisst der, von der Rapala. Keine Ahnung. Ich habe den auf Wischem abgestellt, einfach so. Ja. Ja.
wo wir mal das Swimbait-Dings gemacht Ja, haben. ja. Und dann hat er gesagt, er will die Fischerroute auch mitnehmen. Dann sind wir an die Reise gegangen und dann hat er dort angefangen, ein bisschen ausrühren, hat sich schön gehabt an meinem Bein, hat angefangen selbstständig die Schnur heben, Schnapper aufmachen bei der Rolle, ausrühren und ist doch ins Wasser runtergekommen, also wunderbar. Und ich bin dann dort ein bisschen mit dem Dropshot am Fischen gewesen, auf einmal habe ich ein Segel dran. Und ich, Corinne, ich habe einen Fisch. Und er, Papi, Fisch? Ich sage, ja, Papi, Fisch. Dann ist der Fisch raufgekommen, dann schaut er ab und sagt, Papi, Egli, Papi, Egli. Und ich, Was? Was? Du, Krass. was? Jetzt hat er gewusst, dass ich ein Egli gefangen habe. Und dann sind gerade 2 Leute gekommen, 2 normale Passanten durchgelaufen. Und ich bin dann runtergesteigert zum Fisch, zum ihn zu lösen. Und dann höre ich meinen Kleinen, wenn er sagt, Papi, Egli gefangen, schau, Papi, Egli. Und ich so, wow, okay, wow, bin gerade ein bisschen erstaunt. Aber der hat gewusst, was das für ein Fisch ist. Sackstark. Sehr wahrscheinlich muss er jeden Abend das Alphabet von der Fischbette. Ja, es gibt natürlich Fischkunde, oder? Ja. Das Alphabet von der Fisch. Nein, wir haben so Stofftierfischli natürlich. Und dann sage ich immer, das ist ein Egli, das ist ein Hecht, das ist ein Zander. Und, also es war ein schöner Egli, muss ich sagen. Also er hat gute 30 gehabt. Und das ist für die Rüsse eigentlich nicht schlecht. Ja, das wäre es eigentlich so ein bisschen von meinem Fischen. Aber, wenn ihr den Podcast hört, wenn der rauskommt, dann bin ich wahrscheinlich gerade am Essen. Aber ich bin vorher und nachher wieder am Fischen, weil ich bin voll in den Vorbereitungen für Mantua. Wir haben das Teamtreffen von Magefish Schweiz, ohne die Deutschen. Wir gehen an Lago Inferiore zum Ronny Wierich, an das Wallercamp, Welscamp. Ja, sind wir gespannt. Wir haben am Sam sein Bötchen mit. Sam, Nice. danke vielmals an dieser Stelle. Und das zweite mieten wir mieten. Das heisst, Linus und der Levin werden auf einem Boot sein und der Sam und ich werden auf einem Boot sein. Und dann werden wir dort ein bisschen Wels fischen und ein bisschen Zander fischen und Rapfen und vielleicht gibt es auch dort wieder einen Bass. Gibt es irgendeine Challenge, ein Turnier innerhalb des Teams? Ja. Was Wieso kann man... weisst jetzt du das? Natürlich, das werden wir machen. Also, ich habe es einfach so, ich habe mal so für ChatGPT mal etwas schreiben lassen. Ich habe mal reingeschrieben, hey, wir gehen dort und dort hin und wie könnte das Turnier aussehen? Ja, und dann hat es irgendwie geheißen, der grösste Fisch und Doppeldrill und all so Sachen. Also alles Wüste hat es irgendwie reingenommen, wo ich muss sagen, okay, gut, komm, ich glaube, wir gehen doch das mal so in die Gruppe rein. Mal schauen, ob die Leute auch dafür sind. Und sie sind eigentlich alle dafür gewesen und eigentlich alle gesagt, ja klar, können wir machen. Hey, ich bin Ja. gespannt. Perfekt. Und zwar ist es Mantua Fishing Cup. Bass 5 Punkte, plus 5 Punkte ab 40 cm. Zander 3 Punkte, plus 2 Punkte ab 60 cm. Rapfen ebenfalls 2 Punkte, plus 2 Punkte ab 60 cm. Wels 2 Punkte, plus 5 Punkte ab 1,50. Das sind mal so ein Grundlagen. Ja. Ich habe es jedem geschickt, also es muss nicht jeder auswendig können. Hey, weißt du wie? Ich Nein, habe jetzt schon davon verloren. Und dann gibt es grösste Fisch vom Trip, plus 10 Punkte. Also es geht dann einfach vom Freitag bis am Montagmorgen. Mhm. Der kleinste Fisch vom Trip gibt doch noch 3 Punkte, einfach so Trostpreis, finde ich noch gut. Die meisten Arten pro Team gibt 8 Punkte. Der Doppeldrill, gleichzeitig 2 Fische im Boot, gibt plus 5 Punkte. Erster Fisch vom Tag und letzter Fisch vom Tag jeweils 2 Punkte. Und die Punkte werden einfach über die 3 Tage summiert. Und bei Gleichstand gewinnt das Team mit dem längsten Einzelfisch. Und der Sieger kommt eigentlich nichts über. Das ist eigentlich mehr so ein bisschen. Und natürlich Sieger ist Ruhm und Ehre, oder? Ja, natürlich. Nein, Oder Nacht. wahrscheinlich wird ich, wenn ihr einen Podcast hört, noch etwas eingepackt haben. Einfach so. Irgendetwas Ja, allround. nice, das klingt nach viel Spaß. Hey, ich hoffe, wir werden es ganz gut haben. Ich bin eigentlich überzeugt, wir werden es gut haben. Wir haben auch eine coole Unterkunft mit 4 Schlafzimmern, dass jeder sein eigenes Zimmer hat. Gibt sicher gutes Essen dort unten. Und 3 von 4 kennen eigentlich das Wasser dort. Also kennen. Oder sind sicher schon mal gewesen. Also haben eigentlich alle Boote, oder beide Boote haben sich die gleichen Bedingungen, mehr oder weniger. Dann kommst du ja relativ gleich eine rein dort. Ja. Ja? Ja, und das Ausland ist halt einfacheres Fischen als... Hey, würde ich im Fall uns. so, ehrlich gesagt, nicht behaupten. Wenn ich denke, als ich das erste Mal dort war, ich habe mir ja die Zähne ausgebissen, bis wir endlich die huren scheissen Rapfen entdeckt haben. Stimmt, und es das sind ist den noch nie, ganzen Tag nur die blöden huren Rapfen gegangen. Aber sind ja im gleichen Zeitraum da gewesen wie jetzt? Nein, wir, Ja, wir sind im Juni dort gewesen. Und jetzt gehen wir natürlich im Herbst. Ich bin gespannt, wie es mit der Wels ist im Herbst. Ich hoffe, die sind gefräßig. Wäre schon geil. Und wir haben auch ein bisschen andere Technik dabei. Also wir haben 2-mal ein Live dabei. Eins auf diesem Boot, eins auf unserem Boot. Und ja, ich glaube, das macht es auch vieles einfacher, so ein bisschen zum Klopfen,
zum zu sehen, was der Fisch macht und ja. Ja, und zum ein bisschen den Schwarm lokalisieren. Ja, genau. Ich glaube, das ist schon... Du, ich bin mega gespannt. Auch Bassfischen. Ich will sicher auch probieren, einen Bass zu fangen. Letztes Mal habe ich auf Topwater einen Biss gehabt, einen Fehlbiss leider. Mega schade. Der ist nachher nicht mehr gekommen. Ja, es würde mich schon mal reizen. So Topwater-Biss sind einfach geil. Die sind einfach geil. Und Was fischst du? Popper oder Stickbait? Stickbait, du weißt, du musst Pause machen. Mach ich. Ja. Weil beim Egli musst du ja durch. Ja, also ich Und habe... beim Bass musst du und Pause machen. Ja, warten. habe ich gemacht. Ich habe beides gemacht. Und er ist aber gekommen, ich habe ihn nie gerührt und habe ihn wirklich durchgezogen. Und dann ist der Bass hochgekommen, ohne Pause. Okay. Aber ich habe es auch schon gehört, ja. Und ich habe beides gemacht. Es hat am Gardasee hat das nicht funktioniert. Aber du, easy. Vielleicht klappt es ja, wer weiß. Ja. Ja, du, das klingt ja nach Spass bei dir. Ja, sehr Sehr fischreiche geil. und spassige Woche gehabt. Ja. Nachher komme ich heim, 1,5 Wochen und dann gehe ich auf Holland. Ja, eben, der ist gar nicht Nein, der Oktober ist voll im Richtig geil Zeichen für vom dich, Fischen. ja. Ja, absolut. Gut, dafür der Herbst ist ja ein krasser Monat zum Fischen. Herbst, nachher also Oktober, Ja, November ja. wird schon noch. Absolut. Aber ich habe es auch scheisse getimed, muss ich ja sagen. Also es ist geil so, nah aufeinander, Ja. aber ich habe vorher und nachher einfach nichts. Mhm. Das Ja, ist so ein bisschen das. Und nächstes Jahr muss ich mal schauen, vielleicht tue ich dann irgendwie noch im Juni eine Woche buchen oder so, oder irgendwie ein paar Tage, weißt du, und irgendwie sagen, jetzt gehe ich im Sommer, ob es Holland oder Italien ist, was auch immer, keine Ahnung. Oder Spanien oder irgendwie sonst etwas, Schweden. Ja, Schweden. ja wer weiß. Du bist eigentlich auf Irland für die Hechte. Schweden ist auch ganz gut für Hecht, haben wir ja gesehen. Also, ja. Irland ist, glaube ich, nicht mehr so der Hammer wie auch schon. Hast du, glaube ich, schon schwierig, ja, schon einfacher gewesen, sagen wir es so. Ich bin auch schon zu Irland gewesen, ich habe dort Egli und Hecht gefangen. Aber nichts Grosses, Ja. sind alles so Schwänzli gewesen. Da. Nein. Ja, immerhin. Wir sind auch Familienferien gewesen mit der Frau. Da haben wir noch kein Kind gehabt. Ja, dann ist es nicht etwas anderes mit Ja, Fischen, gell? Ja, absolut. Ja, perfekt. Dann gehen wir aus Infos aus der Szene. Man merkt einfach, dass wir jetzt 3 Wochen keinen Podcast gemacht haben. Ja, Es hat doch das eine oder andere sich ergeben. Bei dir ist ja Pumpe voll wieder. Ja, ich habe... Willst du gerade starten? Soll ich anfangen? Ja. Also, ich fange mal mit dem Turnier an. Sander Pro startet ja. Ich habe noch aufschreiben, wann das startet. Habe ich leider nicht gemacht. Aber ich habe es mal gesagt in einer älteren Folge, glaube Anfangsjahr. Rendiert das immer noch? Anscheinend. Ich finde es ein bisschen nieder. Es sind 3 Teams in dem Sinn. Also eigentlich 4 Teams. Ja, Ja, eben es drum. ist Adventure and Fish, Catch with Care und Relax ist zweimal. Einmal Relax Red und einmal Relax Blue. Also Oh, wow. ist so ein bisschen mäßig-lässig, ehrlich gesagt. Ja. Was ist echt dort passiert? Hey, ich habe keine Ahnung, im Fall. Ich weiß es nicht. Weil wenn du so 3-4 Jahre zurückgehst, hat Nes mitgemacht, Mega, ja. und all so Ja. die bekannten Marken. Aber ich glaube, es gibt halt einfach auch mehr Turniere, Ja. die so übertragen werden und mit Aftermovies, wie jetzt auch die World Predator League oder wie heißt die World Fishing League oder so, Ja, was jetzt stimmt, war. Ja, ja ich glaube, es ist langsam auch ein bisschen ausgerutscht, habe ich das Gefühl. Also ich weiß nicht. Ja, ja. Vielleicht sind auch gar nicht die Startgelder so hoch, gell? Das ist auch möglich. Das kommt noch dazu, Ja. sehr wahrscheinlich, ja. Aber ich bin mega gespannt, wie es dort weitergeht, wie lange das noch wird gehen, Sander Pro, oder allgemein mit diesem Kanal gratis. Auch Fly vs. Jerk ist ja auch noch so. Ja, aber letztes Jahr haben sie nicht mal einen Fly hergebracht, genau, oder? genau. Also das Ja. fände ich jetzt noch etwas, wenn ich jetzt den Kanal gratis wäre, eher würde darauf konzentrieren. Weil eigentlich Ja. ist es ja spannend, Flüge mit, gegen Spin-Baitcast-Routen, wäre schon noch Absolut. geil. Absolut. Was ich einfach schade finde, ist, sie haben einfach ein Flügelfischer-Team dabei. Genau, man müsste einfach dort schauen, dass man ein bisschen mehr Verteilung hat, Ja. dass es wirklich ein 1 gegen 1 in dem Sinn Ja. wird. Aber gell, die meisten Flügelfischer, die gehen nicht auf den Raubfisch. Die meisten gehen halt ein bisschen Forellen und Bachfischen so. Ja sicher, aber du findest sicher irgendwo so einen angefressen. Ich habe auch das Gefühl. Aber gell, vielleicht sind halt einfach die Startgelder so hoch. Das ist natürlich ja, auch gut das möglich, kommt oder? dazu. Dass irgendwie Jamesy sagt, hey, weißt du, also wenn wir da eine Stelle oder 2 Stellen, die haben vielleicht nicht mal ein Boot, das kommt dann noch dazu, dann müssen sie ein Boot haben. Ja. Eben, dann muss man einfach dort vielleicht ein bisschen Ja. ansetzen. Ich meine, was macht der Startgeld? Das kommt dann der Gönner rüber. Ich meine, Ich weiß nicht, um was es, oder wenn was sie dort alles ein- überkommen oder wie auch immer, keine Ahnung. ein Teamer geht fischen von einer bekannten Marke. Ich meine, ja, schön und gutes Geld, aber eigentlich ist einfach geil, hat er auch das Turnier gewonnen. Ja, natürlich. Ja, klar. Also könnte man Ja, auch ein bisschen sagen, aber schau gell, mal ich glaube, das ist halt noch ein mit bisschen dem. anders als bei uns. Ich meine, die leben zum Teil von dem, oder? Das stimmt Also, natürlich, ich glaube, das ist schon, denen geht es natürlich dann um die Turniersieg.
Also nicht nur wegen dem Siegen, wegen Ruhm und Ehre. Ich meine, von Luft und Liebe lebt niemand. Also, Ja, das, klar. Ja. Ja, so siehst du Ich nicht kann's- etwas anderes. Ja, ich verstehe nicht beide Seiten. Ich verstehe beide Seiten, aber... Ja, ich bin gespannt. Jetzt sind wir, ja, eben. Ich meine, die Marken sind jetzt nicht mehr so, dass man könnte sagen, Ja, genau. Hey, und dann war ja die World Predator Classic noch gewesen. jawohl. Dort hat der Kevin, nicht Wittmer, sondern Wittmer, ich habe falsch geschrieben, der Kevin Wittmer und der Dario De Risi vom Team BFE gewonnen. Hey. Hast du es mitbekommen? Ja, voll, gratuliere an dieser Stelle. Applaus. Sackstark. Übrigens, Kevin, wenn du den Podcast hörst, Bist immer noch herzlich eingeladen, Genau. um da mal zu schwätzen. genau. Dann ist noch Boatside. Wenn wir das, Ja, wenn wir das am Schluss machen, Nein, ist nein, glaub jetzt ich, auch bist du noch drin, etwas. jetzt bist du Also drin. gut. Komm. Ich habe mir extra noch die Rangliste gefüttert. Super, ich auch. Du auch? Ja, ich habe es gestern Abend fertig geschaut. Perfekt, weil ich weiss nämlich schon wieder nicht mehr. Da habe ich sie, genau. Tipptopp. Also einfach mal ein Resümee von Hey. dir über das ganze Turnier, bevor wir... Brutal geil. Ich will es sofort wieder schauen. Ich auch. Sofort. Mit Ja. den gleichen Regeln. Ich finde es brutal geil gemacht. Wirklich Hut ab. Ich finde, am Anfang habe ich gedacht, nur auf eine Spezies. Bäh. Aber es ist der absolute Hammer. Also ich finde es wirklich brutal geil. Was mich fast ein bisschen erstaunt hat, ist, es sind wenig Beifänge gemacht worden. Einer hat glaube ich mal das Egli gefangen. Und that's it. Der Dustin noch die Riesenforelle. Ja, genau. Ich Noch glaube, vor gerade in allem. der ersten Folge, sorry. Aber that's it. Das ist kein Wels, nicht, oder? Nein, ja, ich weiß auch nicht, ob es in Schweden grosse Wels hat. Nein, aber es hat ja noch einen Holländer dabei. Nein, jetzt Ah, sind warte alle, jetzt. eigentlich haben Nein, alle nein, in es sind Schweden eigentlich alle in gefischt. Schweden gewesen, ja. Stimmt, ja, stimmt. Und Stimmt. darum sind, glaube ich, auch so richtig krasse Fänge gemacht worden. Ey, Ich ist meine, brutal, Mann. Also, der es ist- Dustin oder irgendjemand, ich weiss, ist der Dustin oder irgendjemand hat gesagt, ich glaube, die einen haben es auch ein bisschen unterschätzt. Also man hat im Vorfeld gedacht, ja, man braucht vielleicht 5 oder so metrige Fische oder 4, das langt, Ja. um vorne mit mischen. Aber wie das jetzt gezeigt hat, langt das bei weitem nicht, bei Nein, Abstand nicht. Rapala hat ja geliefert, Mann. 1,36. Hey, Das ist brutal. Das ist brutal. 1,13,6 Meter auf 10 Fische im Durchschnitt. Dafür, wenn man kann sagen, nur ein 116er. Ja, Also absolut. weißt du, so, ja, wenn es man ein ist bisschen so. böse will Es sein- ist so. Der grösste Fisch ist eher ein bisschen... Aber gell, also Im meine... Vergleich, das ist brutal. was zum Beispiel Nace gefangen hat oder auch gerade Boatside. Ja, gut, Boatside, gell, die haben natürlich noch die Uferpoints. Ja. Und Topwader zum Teil. Aber was Nice gefangen hat, ist ja abartig. 1,23, 1,20. Das ist crazy. Ja, Das ja, ist ja. Und crazy. dann aufgeworfen, ohne Livescope, Geworfen. irgendetwas. Alles geworfen, ja. Ich meine, stell dir vor, die hätten am ersten Tag sich nicht verzockt mit dem Berg gewesen. Ja. Die wären eher konkurrenzfähig gewesen. Ja, absolut. Muss aber auch sagen, Boatside, hey, vom Ufer Ist aus sackstark. Vierte werden in der... Aber gell, muss auch gesagt sein, sie haben natürlich überall Minimum 10 Punkte plus gehabt. Ja, aber ich glaube, auf das haben sie Also- nicht gezockt. Ja, natürlich, das war ihre Strategie. Gewesen, Ja. Also weißt du, der 1,19er, der wäre vielleicht 1,09 gewesen, oder? Oder sogar nur 99, je nachdem, da weiss ich nicht, ob er den mit Topwater gefangen hat. Ja, weiß ich auch nicht mehr. Und das ist dann halt schon... Ja, aber so, Also- so kannst du dich ja aufarbeiten, Ja, natürlich, Ist geil. natürlich, so bringst du dich rauf, klar. Also es ist geil. Ja. Und deine enttäuschenden CWC haben auch noch Platz Ja, gut sie gemacht. haben noch ein bisschen... ja. Sie haben noch ein bisschen geliefert, nachher sie haben noch ein bisschen Meterfisch gefangen, aber ich bin recht enttäuscht von denen. Also enttäuscht, tönt jetzt so hart, sorry, meine ich gar nicht. Also, aber ich hätte sie besser eingeschätzt. Ich meine, hätte hey, sie- sorry, wenn wir in 100 Stunden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Metrige würden fangen, wie würden heimgehen und wären völlig zufrieden. Ja, logisch. Sind sie ja wahrscheinlich auch. Ja. Oder, Nein, ich glaube nicht. oder sind sie auch gewesen, ausser eben, bis eine Drangverkündigung kam. Aber ja, natürlich, klar. Wenn dann, ja, ich kenne halt die Gewässer nicht dort oben, ich weiss es nicht. Hey, aber ich muss auch sagen, das war jetzt wieder ein Turnier gewesen, wo du einfach willst wieder reinziehst, wieder etwas Neues, Ja. etwas Innovatives. Ich habe auch zuerst gedacht, wow, nur auf Hechtfisch, irgendwann. Und Ja. dann noch vom Boot, so, irgendwann hast du es gesehen, aber Ja. hat da auch wirklich jede Minute voll durchgesuchtet. Ja, das ist wirklich geil. Also ich habe es wirklich sehr, sehr cool Hey, und du lernst irgendwie auch etwas, gerade von Schwarzonker oder so, finde ich, die haben schon recht viel noch mit auf der Welt. Welches war dein Lieblingsteam gewesen? Ich muss ganz klar sagen, Boatside. Schon. Ich bin mega Fan vom Miss Willem Pontes. Schwarzonker. Ja, Miss Schwarzonker, wegen ja. dem Essen. Hey, nein, ich finde einfach die Stimmung, die die auf dem Boot hatten dort, die haben mich so gepackt, die haben mich so mitgenommen und genau so viele Schon? auch. Ja! Aber der Jüngere, der hat nicht so...
Ich habe den komisch... Aber der Klaas, Mann, der hat so ja, geile ja, Stimme. eben der Klaas, der schon. Ich finde das so geil, die haben es so genial gehabt dort. Der Klaas, der einfach so ein bisschen der yeah, come on, so der euphorisch ist. Und der andere, der eher ein bisschen der Piano-Typ ist. Weißt du, so ein bisschen einfach, ich finde, es gibt einfach ein gutes Mittelmaß zusammen. Ich habe Respekt gehabt von dem einen Dude von Rapala, wo am Schluss gebrüllt hat. Wo gesagt, hey, das ist etwas vom krassesten, wo er je erlebt hat in einem Turnier. Ja, und das finde ich schon noch krass, wenn es auch so Leute mitnimmt. Absolut, ja. So Turnierleute, ja. Und ich meine, der Million Pontes haben einen riesen Druck sehr wahrscheinlich schon auch gehabt. Ja, hast du gemerkt, was nachher fertig war, hast du gemerkt, wie die Last von der Schulter fällt, auch wenn es Vierte geworden sind, weißt du. Was ich dort ein bisschen einfach machen, ist einfach die Rangverkündung mit Telefon, finde ich jetzt nicht so anmächelig. Ja, das könnte für Teams ja. Und für auch das Fernsehen. Ja. So, das könnte man jetzt wirklich ein bisschen, machen, dass sie sich alle sehen und irgendwie, weiß auch nicht. Ich glaube, sind Emotionen noch mal ein bisschen anders als so, jeder so am Telefon. Absolut, und dann ist es nicht einmal FaceTime. Ja, also es ist einfach so wirklich klassische Telefonie. Ja, das ist so. Das finde ich, das kennt man noch besser. Aber sonst, also ich hoffe, wirklich es gibt eine Fortsetzung. Ja, ich hoffe es auch. Also, aber ich glaube es auch. Ich glaube, es ist recht gut angekommen. Ja, und dann wären wir da bei meinem Punkt. Also, was? Wolltest du noch etwas sagen? Ja, sag noch etwas dazu. Ja, ich würde noch gerne die Rangliste. Stimmt. Der letzte ist Jigger.nu. Die haben 990 Punkte. Das sind die einzigen, die den 1000er nicht geknackt haben im Schnitt. Dann kommt CWC, also Catch with Care. Die haben 1009. Dann kommt Boatside, die haben 1087. Und jetzt wird es eng. Dann kommt Nace mit 1090. Was man muss sagen, Nace, glaube ich, in den letzten 5 Sekunden an Last Cast, der fucking Last Cast. Haben sie noch 1,06 Meter, glaube ich, 0,5 gehabt. Ja, sowas, 0,5, glaube ich, war eben Nace mit 1090 und nachher kommt Schwarzonker mit 1092. Und nachher kommt Rapala mit weitaus gewonnen mit mehr als 40 oder mit etwa 40 Punkten. Die haben 1136 cm auf 10 Fische. Also die haben einen Durchschnitt von 1,13 Meter. Hey, die haben alle abgerechnet. Abartig. Ich meine, eben die ersten 4, also die letzten 3 sind alle so näher aufeinander. Rapala einfach bumm. Ja, also 2, 3 und 4 sind näher aufeinander. Und Rapala ist einfach wirklich weiter weg. Genau, ja, Oli? Nico, da ist mir doch die Idee gekommen. Wir könnten auch eine Challenge starten. Du als passionierter Hechtfischer. Ich weiss noch nicht, wie wir es aufziehen. Habe ich mir nicht fertig überlegt. Aber nicht in 100 Stunden. Wir können es auf 10 Stunden oder weiß auch nicht so begrenzen. Die Hechte anzufangen. Also 10, was sind es? 10 Hechte? Ich weiss auch nicht, wie viele Stunden. Das können wir uns noch ausrechnen. Aber so ein bisschen Challenge machen. Vielleicht jetzt, ich weiß nicht, ob es das Jahr reinlangt. Du bist jetzt sehr viel am Fischen. Ich bin vielleicht jetzt hoffentlich ein bisschen mehr am Fischen. Aber dass wir nächstes Jahr irgend so eine Challenge machen, das fände ich noch geil. Ja, können wir machen. Gut. Finde ich eine gute Idee. Easy. Können wir gerne machen. Ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendeine kreative Idee habt, sind wir natürlich offen. Darf nicht zu wild sein, es muss auch im legalen Bereich sein. Gell, ich habe ein Boot und ich habe einen Scope. Ja. Zählt das auch? Natürlich. Wirklich? Also wir fischen in der Schweiz und nicht in Schweden. Okay. Also, mit ein bisschen cheaten dürften wir. Oder wir sagen, ich sage es einfach. So Power-Hour wie beim YPC-Boot. Sonst müssen wir sagen, hey, wir klammern das aus oder so, weißt du? Die mit dem Scope gefangen zählen nicht oder was auch immer. Aber das können wir dann anschauen. Wir können irgend so Challenge machen vom Jahr oder weiß auch nicht, irgendetwas. Also mir ist es ja gleich, wenn es zählt, weißt du? Du kommst ja auch mit Leuten zusammen, die Scope haben oder kommst mal mit mir mit oder weiss ich was. Also. Aha, ich meine, wir irgendwie Challenge zusammen. Dass wir ein Team sind. Und nicht so. Gegeneinander. Ich habe gemeint gegeneinander, dann ist es keine Challenge. Ja doch, wir müssen irgendwie 10 Stunden 10 Fische fangen. Aha. Das wäre in der Stunde ein Fisch oder so, weißt du, irgend sowas. Weil wir sind das Team Fisch verrückt. Ich habe gemeint, okay. Ich habe gemeint gegeneinander, okay, gut. Oder wir fordern den neuen Podcast raus. Welcher neue Podcast? Der Kundelfinger. Der Feierabendtag, oder? Ja, der Feierabendtag, ja. Ja, ich weiss nicht, ob das Hechtfischer sind. Ich glaube, das sind eher Regelfischer. Oder der eine ist sicher eher ein Regelfischer. Ja, egal. Da bin ich draus. Nein, wir fordern es im Hechtfischer raus.
Ja, egal. Wir sind auf jeden Fall irgend so eine Challenge für nächstes Jahr, fände ich irgendwie noch geil. Und wir so innerhalb von dem Jahr müssen erfüllen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir können es noch fertig. Ist mir einfach so durch den Kopf. Mit Hechtfischen irgendwie so. Haut mal in die Taste rein, was euch da in den Sinn kommt, was für euch geil wäre, wenn wir das könnten machen oder wenn wir es würden machen oder wenn ihr irgendwelche geile Vorschläge habt. Das wäre natürlich auch sehr nice. Und dann mit dem Zeitraum, vielleicht gibt es dann auch 2 Challenges im Jahr oder so, oder 3, je nachdem, ja, wie es drin liegt. Ich habe mir auch überlegt, vielleicht einmal, ich meine, das entweder oder, haben wir jetzt 2 Jahre gespielt, ist lustig gewesen. Aber wir können auch sagen, hey, wir machen irgendwie so eine Monats-Challenge, wo die Community uns eine Challenge stellen, die wir erfüllen in diesem Monat oder irgendwie so. Ja, genau. Irgend sowas fände ich irgendwie auch noch lustig. Und dann tun wir in dieser Rubrik dann über das berichten, wie wir dran sind. Ja, oder genau, das wäre eigentlich auch noch easy. Und dann können wir ja dann auch schlussendlich das Ganze mit Video festhalten oder so. Richtig, also ja. Es wird dann einfach spartanisch sein. Also, ja, wir werden da nicht irgendwie einen halbstündigen YouTube-Film zusammenschneiden. Also außer du willst, Oli, aber ich Nein, unbedingt nicht. Also, nein. Ja. Wenn ich kein Geld dafür bekomme, ist es momentan schwierig. Ja, komm jetzt. Gut, hätten wir das Boatside. Dann ist World Predator League. Es hat 2 Teams von Erlebe Fischen und ein Stucki-Team dabei gehabt. Hast du es mitbekommen? Nein, da bin ich ganz irgendwie aus dem Fenster. Bist ganz? Ja. Okay. Und zwar habe ich da Stucki-Team mit dem Leuenberger Kleusu und dem Frieden Mario. Erlebe Fischen ist der Mario Zielmann und der Noah Kiesgen. Und das Team Erlebe Fischen 2 ist der Messi Schmidiger und der David Zielmann. Ist ja jetzt auch schon durch. Ich habe die Rangliste nicht gerade im Kopf, ich habe sie auch nicht gerade offen. Aber sie sind, ich glaube, Erlebe Fischen ist irgendwie eins von diesen Teams in der Top 10 gewesen. Ah, stark. Die anderen sind, glaube ich, eher ein bisschen hinten an gewesen. Oder Mittelfeld. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Sorry, Jungs, an dieser Stelle, wenn ich das nicht so genau... ja, ich habe mir das mal aufgeschrieben. Ist das auch in Holland oben? Ja. Ja. Genau. Auf Haringsfleet, Hollandsdieb und Volkerock. Okay. Jo. Dann Fish Days Winterthur. Am Samstag, 22. November ab 9.15 Uhr bis 16.30 Uhr gibt es einen Fish Day in Winterthur. Das heisst? Ihr findet das auf den Social Media Seiten, also Facebook findet ihr es immer wieder. Ihr findet es auch, wenn es im Google eingebt, Fish Days Winterthur. Das ist einfach so ein bisschen der Tag, wo es einfach um den Fisch geht, wo man sich austauschen kann, Fachvorträge kann hören kann. Mega cool. Ich muss mal schauen, vielleicht bin ich auch vor Ort. Ich muss mal schauen, was ich dann oben habe. Dann Live-Sonarverbot, Vierwaldstättersee. Definitiv rechtsgültig. Für alle die es noch nicht mitbekommen haben. Es ist definitiv abgesegnet worden. Oder die Initiative gegen das Live-Sonarverbot ist definitiv abgeschmettert. Genau, vor dem Bundesgericht, vor der höchsten Instanz und somit... rechtskräftig. Genau. Krass. Und ab Januar, jetzt ab sofort auch, oder rückwirkend auf den 26. September gibt es auch am Lago Maggiore, Schweiz und Italien, also international, ein Live-Scope-Verbot oder Live-Sonar-Verbot. Einfach, dass ihr das gehört habt. Ja. Dann haben wir ab dem Januar 2026, sehr gute Nachricht, das Schonmaß für die Seeforelle am Bodensee erhöht auf 60 cm, was ich durchaus sinnvoll finde. Dürft ihr es überall machen, auch wenn es eine Forelle ist. Aber der Dani teilt ja zum Glück meine Meinung. Danke, Dani. Genau. Dann ist noch so eine kleine Klammerinfo. Der Kili von deinangelshop.ch hat die Öffnungszeiten erweitert, und zwar von Dienstag bis Donnerstag vom 5 bis am 7 am Abend, am Freitag vom 7 bis am 8 am Abend, also vom 5 bis am 8 am Abend und am Samstag vom 9 bis am 12. Und dann kommen wir noch zum YPC. Oh, jetzt muss ich dir aber beichten, dass ich die aktuellste Folge noch nicht geschaut habe. Nein, wirklich? Nein. Ich komme nicht dazu. Ich habe jetzt gemeint, wir reden über die aktuellste Folge. Nein, ja, ist wieder die Hammergruppe. Ach. Komm jetzt. Come on, Oli. Es sind 100 andere Gruppen in dieser Zeit auch noch gelaufen. Ja, die hast du nicht rausgesucht? Nein, natürlich nicht. Mit dem Roman. Wie hast du sie gefunden? Kann ich dir nicht sagen. Ja. Ich muss sie noch schauen. Also ich habe eine geile Folge gefunden. Fischreicher als die vorletzte. Ja. Sehr gut. Ich glaube, die anderen Folgen sind sehr zäh gewesen. Ja, absolut. Also auch die war zäh bei gewissen. Also wenn ich sehe, Markus Eule, der hat einen einzigen Fisch gefangen. Stark. Also der Eule hat einen Fisch gefangen, ein 43er-Regli. Mehr nicht. Der heimtückische Barsch, wie man so schön sagt.
Komm, ich habe das Gefühl, er hat sich auch dieses Jahr nicht so Mühe gegeben. Ganz ehrlich. Dieses Jahr hat er, glaube ich, noch mehr Gressli genommen als sonst einmal. Ja, das ist Ich glaube, mehr in den Coffeeshops als am Fisch. Kilbistumpen. Gut, er hat es aber auch gebraucht. Also, Ja. so wie es gelaufen ist, er hat es auch gebraucht. Am Anfang ist er mir mega motiviert vorgekommen. Ist der Saisonstart so hart gewesen dort oben? Ich kann mir es gut vorstellen. Weißt du, es ist ja allen ähnlich, also nein, nicht ähnlich gegangen, aber es ist ja mehreren noch so gegangen, dass nur einer oder gar kein Fisch oder einfach wenig Fisch oder nur kleine Fische hatten. Ich finde es immer so krass, sagen sie, ja, im Training ist das und das gegangen, im Training ist das und das gelaufen. So, ja, einen Tag später, 2 ist nicht mehr so. Ist schon Ja, ich krass. glaube, es ist halt auch eine sehr schnelllebige Phase aktuell, oder? Wenn die Fische noch so in der Schonzeit sind, dann die ersten Köder sehen oder merken oder was auch immer. Weiss nicht. Und ich weiss halt auch nicht, wie die trainieren, gell? Das ist halt immer so eine Frage wahrscheinlich. Ja. Weil, wenn du dir einen Spot für Hämmer ist und an diesem Spot irgendwie 5 Egli, 40 hast und das Gefühl hast, es kommt noch einer und nochmal 3 Hämmer ist und dann kommt noch einer und dann denkst du, so, jetzt gehe ich weiter, dann hast du irgendwie 6 Egli verhämmert, 2 Tage später willst du wieder Deko fischen. Ja, und das andere ist halt auch, gell? Wenn du natürlich an den Spot gehst, du weißt nicht, ist dort am Morgen schon einer gewesen, 3 hämmern oder nicht. Also, Ja. ich glaube, das sind schon maßgebende Unterschiede. Also, ja. Dann der Tim Kunst, der hat 285 Punkte gehabt von Fraps Cetrix, Newcomer meint es. Ich glaube, das erste Mal am Start gewesen. Ja, hat mich von Anfang an nicht so überzeugt, ehrlich gesagt. Dann der Sami Muhib, der hat noch recht Gas gegeben. Der hat noch eine Full Car geholt. Hat nicht so die grössten Fische gehabt, hat aber doch 444 Punkte gemacht. Und es ist so ein bisschen in den Gruppen rein. Also, ist ja 444, 467, 490, 501, 533. Das sind so die Rangwertungen. Oder? Gewonnen hat sie die Jacuso-Gruppe vor dem David van Manen von Shimano. Der hat übrigens noch seine Scale und den Kescher vergessen. Ah ja, das habe ich. Oder Lickala. Das war aber in der vorletzten Folge, ja. Nein, das war in dieser Folge. Wo jetzt war, wo am Nein, Sonntag das ist der gelaufen ist. vorletzte, den sie vergessen hat, dass sie am Morgen noch müssen holen, hat der Stumpf verloren, ist noch in den Angel oder Ja, das war jetzt in dieser Folge. Nein, das war der vorletzte. 100 Pro, wie das weiss ich. Das weiss ich, das habe ich gesehen, ja. Bist Nicht du in so dieser daneben? Folge. Ja. Wow, okay. Ja, okay, gut. Aber es ist, Das war Okay. Ja, vom Sonntag in der Woche. Gewesen, ja. okay. Dann der Ton van Ham ist dritter geworden, hat es doch auch noch geschafft. Mhm. Der hat ja Mission Impossible gehabt. Ja. Der hat dann doch noch 490 Punkte gehabt und ein paar schöne Zander gefangen. Hecht ist jetzt nichts nennenswertes gewesen bei ihm. Ist Das irgendwie ist eigentlich krass bei ihm, 75er Hecht. Ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Egli hat er dann noch 46er Egli gehabt. Wunderbar. Mhm. Zander 73. Der Zander ist eigentlich fast gleich gross wie der Hecht. Der Hecht ist 75 und der Zander ist 73. Krass. Also für einen Ton, so, wenn Ja. du denkst, der hat mit der Hecht alles abrechnet. Ja, absolut. Und was ich krass finde, der Birger Domeyer von Fisch und Fang, er hat ein 51er Egli, ein 91er Hecht, 48er Egli, 90er Hecht, 88er Hecht. Also echt beste Voraussetzungen, aber kein einziger Zander. Krass, hä? Und ist Der an Birger. 4. Stelle. Das ist Heftig. den ganzen Nachmittag ist der an der Bühne gewesen. Also ja, fast den ganzen Nachmittag, bis auf die letzten 1,5 Stunden, glaube ich, oder Stunde, ist er an der Bühne gewesen, am Zanderfischen, hat keinen einzigen Zander verwünscht. Er hat etwa 3 oder 4 Biss gehabt, nichts hängen geblieben. Ist nachher noch an ein Wehr gegangen, hat dort einen Welsbiss gehabt, auch nicht hängen geblieben. Und so ist der Zander ausgeblieben und darum hat er es nicht geschafft. Mit einem Zander, er wäre wahrscheinlich an der Spitze gewesen, oder fast an der Spitze. Ja, hart. Ja, schade. Ja, es ist schon hart. Ja. Aber dann wäre der Ton nicht weitergekommen. Ja. Wäre auch hart gewesen. Ich finde es cool, wenn Newcomer weiterkommen. Wenn der Roman hat es auch verdient nach dieser Schmach von Ja, aber der letztes Roman Jahr. ist kein Newcomer. Nein, ich meine, warte, lass mich ausreden. Dort war ja das, wo nachher das 1 gegen 1 gegen den Dustin war, wo nachher ein mega Shitstorm, finde unbegründet gegen ihn los ist. Ist er gegen den Dustin? Er hat müssen, weil er ist, glaube ich, in der Gruppe Letzter gewesen. Ah, okay. Nur das hat irgendwie Ja. gegen jemanden von Gruppe 1, irgendwie Gruppe 1 müssen, das war, glaube ich, der Dustin gewesen. Ja. Dort hat er dann mega Shitstorm kassiert. Weil er irgendwie über den Dustin rausgerührt oder irgendwie so. Ja, oder genau neben Dustin, also, wo eigentlich als Regelwerk Ja. gesagt ist, okay. Darum, ja, alte, wie sagt man, alte Finken, alte Ja, Schuhe, ja. wie auch immer. Ja, Also wieso Newcomer? der von Shimano, oder? Ist der Newcomer der David? Ich glaube, der ist zum ersten Mal, ja, der ist, glaube zum ersten Mal dabei. Okay, ja.
Der hat ja 3 Sprachen, Holländisch, Deutsch und Englisch. Voll ist noch lustig, wenn er plötzlich Deutsch geredet hat. So, sorry, ich muss Englisch reden. Ja, genau, Hä? ja. Oder Deutsch? Ich habe gedacht, wieso musst du jetzt zu Englisch reden? Er hat doch Deutsch, weil es dir einfacher geht. Ja, ja genau. Das wäre es von meiner Seite. Alright. Ich habe nicht so viel wie du. Aber etwas habe ich eben nicht aufgeschrieben, weil du aufgeschrieben hast. Ah, perfekt. Also, ein neuer Online-Shop ist mir auf Insta, also korrigiere mich, wenn es nicht so ist. Und ich weiss nicht, wie man das ausspricht. Gotcha Fish. Gotcha Fish. Neuer Online-Shop in der Schweiz. Haben wir einfach auf Insta angezeigt. Ich glaube, den gibt es schon länger. Gibt es schon länger? Ja, oder? Ich bin mir erst gerade letztens aufgepoppt. Also ich meine, bei wir sind ja wieder 3 Wochen alt. Ja. Das ist auch ein alter Schuh, wahrscheinlich fischen.ch. Sucht einen Category Manager. Das habe ich mal gebracht. Das habe ich schon mal gebracht. Schon, hast du das schon mal gebracht? Ja. Die suchen schon länger, meinte ich. Ja, die suchen schon ein Zeitchen. Ja. Dann, da bin ich leider nicht mehr drin, habe ich nur schnell beim IST gesehen, der Angel News. Rotterdam verlässt den Angelverband. Was das heisst, weißt du nicht. Was Oder das was heisst, bedeutet. das weiss ich nicht mehr genau. Nein, leider habe ich das nicht nachgeforscht oder bin nicht mehr dazu gekommen, ich noch wollen. Hey Robin, vielleicht weißt du an dieser Stelle mehr, wenn ich dich Voll. gerade so anquatsche. Vielleicht kannst du mal eine Sprachnachricht machen oder eine Kommissie hauen. Am liebsten Sprachnachricht wäre nice. Dann können wir dir dann im Podcast abspielen, was das bedeutet, dass Rotterdam den Angler oder Angelverband verlässt. Ja. Was heisst das auch für den Fischpass? Und Genau, so. Das wäre genau. noch spannend, ja. Dann der Feierabend-Talk, der am Freitagabend auf Insta, glaube ich, war. Der Sidi und wie heisst der? Keine Ahnung. Sorry, weiss den Namen nicht mehr. Ist einmal auf dem Kundelfingerhof Insta-Kanal gsi. Sie sind jetzt auch auf Spotify. Ich wollte auf heute noch die erste Folge hören, die sie letzten Freitag gedroppt haben, bin aber nicht mehr dazugekommen. Ah, schon? Ah, okay. Ja, sie sind jetzt glaube ich auch umgestiegen auf Spotify. Ich weiß jetzt nicht, ob Hast du aber die geschaut? Folge. Immer so zwischendrin mal schnell reingeswiped, aber ich kann nicht immer alles. Kann's Insta noch halt nie so ein Video schauen. Ja, eben. Ich hab's noch nie Ist schwierig. Ich finde eben so Podcasts kannst du während dem Auto hören Ja, oder so, genau, oder genau. Zug fahren. Darum finde ich cool, wenn sie auch auf Spotify sind, dann kann man es so nebenbei mal Ja, noch absolut. reinziehen. Ja. Würde ich sicher auch öfters machen. Dann Top aktuell. Aschwander Brothers bei Stucki. Genau. Herr Ronny, wie hast du das gemacht? Ja, voll. sauberer Schachzug. Stark. Hätte ich nicht gedacht. Oder habe ich nicht erwartet? Mich hat es nicht überrascht, als ich mit dem Arsch auf dem Boot war, muss ich so sagen. Schon? Er war plötzlich so überzeugt von Stucki, Okay. dass es mich nicht überrascht hat, Okay. als ich es gelesen habe. Ja. Okay. Ich hätte jetzt eher bei Toppis erwartet, weil sie für Toppis auch Predator-Tour gemacht haben. Ja. Hätte ich gedacht, geht es eher zu Toppis, aber... Hätte ich mir auch vorstellen können. Ja, aber finde ich cool. Ist super. Ist sackstark. Gratulieren und ja, wie ich schon geschrieben habe, nice Jungs. Ja, sind wir gespannt, ob er Auch jetzt die. auch Turnier für Stucki Ich fischt, glaub oder wenn schon. Stucki Ich mehr glaub gesehen schon. irgendwo vertreten in den grossen Angelturnier. Ja, ich habe schon das Gefühl. Und was natürlich für Content kommt da von den Aschwander Brothers. Ja. Sehr cool, das wäre eigentlich alles gewesen. Bootzeit haben wir gesagt. Probieren nachzumachen, haben wir gesagt. Dann wären wir eigentlich jetzt nach einer Stunde beim Thema. Ist so strange, mein Headset ist immer nur auf einem Ohr. Lustig, bei mir Ja. ist voll Ja. ganz drauf. Ja. Hey, ein Thema, das sicher viele da draussen wird auch interessieren. Und zwar, wie geht man vor am neuen Gewässer? Sagt das jetzt da die Heime in der Schweiz Genau. oder im Ausland? Genau. Und zwar, wenn wir uns ein bisschen mitnehmen, hey, wie tun wir uns vorbereiten auf einen Angeltrip? Was machen wir von die Hai aus? Was kann man von die Hai aus alles machen? Bis zu, was nehme ich dann mit an Routen, an Köder und was noch vor Ort? Richtig, genau. Etwa so in dieser Reihenfolge würde ich auch starten, ja. Ja gut, also Nika, du hast vorhin gesagt, Italien, Holland, Schweden oder auch da in der Schweiz. Genau. Ich glaube, wenn ich ins Ausland gehe, ist die Vorbereitung nochmal ein bisschen anders und ein bisschen intensiver, Definitiv. als wenn ja. ich in der Schweiz fische. Würde ich auch so sagen. Ist glaube bei mir auch nicht anders, ja. In der Schweiz ist sehr klar, welchen Zielfisch ich dann habe ich auch schon sehr wahrscheinlich das meiste Tackle die Hai. Routen auch, klar, ich gehe irgendwo, je nachdem, weiß auch nicht. Wenn es jetzt im Tessin ist, logisch, gehe ich noch schnell in den Angelladen. Ja, Aber gut, das mit Tessin dem- ist auch ein bisschen weiter weg, ist schon fast Italien, oder, wenn du so willst. Ja, Aber wenn du irgendwie an den Zürichsee gehst, dann weisst du, kannst du am nächsten Tag auch wieder gehen. genau, Oder dann gehe ich nicht gerade in den Angelladen irgendwo Ja, genau. noch in Hebeisen oder Genau. so.
Genau, oder wenn du dann Lauwärtssee gehst, also, dann weisst du, okay, da kann ich wieder mal reingehen, da ist eine Stunde, 1,5 weg oder so. Aber wenn du natürlich dann in die Ferien gehst, dann sieht es schon ein bisschen anders aus, ja. Absolut. Also ist mir auch so, machst du natürlich viel mehr Gedanken oder dann fängst du mal an, überhaupt zu schauen, wie finde ich Spots, oder? Ja. Wo will ich fischen, oder? Und auch was zieht. Und wie komme ich vor allem auch zum Patent, oder? Das ist eigentlich für mich jetzt die erste Frage. Darf ich überhaupt fischen dort? Gibt es ein Patent? Muss ich eins haben? Wenn ja, wo komme ich es über? Und da nutze ich sehr viel Google. Ja. ChatGPT finde ich jetzt weniger zuverlässig in solchen Sachen. Ja, Oder habe ich finde einfach ein auch. schlechtes Gefühl, Ja. sagen wir es so. Gut, ich muss sagen, ich zahle nicht für die Vollversion. Aber kannst du ja gleich auch. Ja, aber eben, ich glaube, vielleicht wissen noch ein paar andere Informationen. Aber ich muss auch sagen, Ja, Google ist da zuverlässiger, Ja. gerade was so Patente angeht. Ja. Oder irgendwelche Foren, wo du reinkommst zum Ja, Nachlesen genau. oder so. Ja, genau. Ist sicher Google sicher auch die erste Anlaufstelle, die ich nutzen würde. Ja, absolut. Und bei den Foren hat es immer geheißen, in Italien sei es recht mühsam am Gardasee, weil du müsstest irgendwie etwas vorher ausfüllen, dann müsstest du irgendwie aufs Postamt, Touristenbüro etc. Dabei war es mega einfach gewesen. Du hast einfach aufs Touristenbüro gehen und hast dort deine Adresse angeben, dann hast du auf die Post müssen und hast das Patent bekommen. Also eigentlich mega easy. Voll, als ich im Garten gesehen war, habe ich das auch so gemacht wie du und dachte, fuck man, das kriege ich ja nie her, aber es ist gar nicht so schwierig. Das klingt komplizierter, als es Mega. ist. Und es ist wieder Zürichsee. In 3 oder 4 Provinzen unterteilt, wo du verschiedene Patente brauchst. Und ich glaube, ein Patent für alles gibt es nicht, wenn es mir recht ist. Das weiss ich nicht, aber ja, ich kann mich erinnern, dass es so Provinzen war und eben da ich dort zumal nicht gross rumgefahren bin, nur in einer geblieben bin, ist das eigentlich relativ Ja, bei mir einfach auch. dann Bei gewesen. mir auch, ja. Genau. Aber eben, dann schaust du zuerst mal, wie komme ich zum Patent, oder? Dann hast du das Patent. Und dann Genau. geht es weiter. Ja, dann schaue ich auch noch ein bisschen, was hat es dort für Fischarten oder was hätte ich für eine Fischart. Klar, Befischen, das oder? gehört auch Egli, dazu, ja. Richtig. Zander, Hecht, Genau. Forellen. Meistens habe ich ja die Route schon daheim für die Fischarten. Und dann nimmst du alle mit. Nein. Du musst dich auch irgendwie begrenzen, oder? Ja, ich finde es noch, gerade bei uns, wenn man sagt, hey, wir gehen auf Egli und Hecht, finde ich immer so, ich finde immer so, wenn Kollegen schreiben, was wollen wir fischen? Ja, wir machen ein bisschen alles. Ich finde immer ein bisschen alles, finde ich schwierig zum Fischen. Gut, das sind bei dir dann irgendwie 6 Routen. Nein, einfach auch, weil ich finde so ein bisschen, hey, wenn ich sage, ich gehe auf Egli fischen, will ich ja ein bisschen herausfinden, wie ist der Egli heute drauf, was hat er gern. Und für das muss ich ein bisschen Zeit haben, um ein bisschen testen, ein bisschen das und ein bisschen das Rig, ein bisschen das Rig, bis ich herausfinde, eben vielleicht ist mal ein Twitchbait, Crankbait etc. Und wenn ich dann noch will, ja, dann läuft es nicht auf Egli und dann wenn wir auf Hecht fischen, also ich finde immer das Kehren halt blöd. Okay. Ich finde immer so, eine Fischart und ich will herausfinden, warum frisst er jetzt nicht. Das ist bei mir meistens so, dass ich sage, hey, eine Fischart gern. Okay. Heißt das, dass andere anders sind? Absolut. Aber ich sehe es so, dass ich muss sagen, okay, wenn es nicht beißt, scheißegal, gehen wir auf die nächste Fischart. Ja. Ja. Aber eben, ich meine, dann nimmst du auch, wenn du jetzt an ein Gewässer gehst, wo du auf Schweden bist zum Beispiel, bist du auf Hecht und auf Egli. Da hast du Minimum 2 Routen dabei gehabt. Ja, ich habe mehr dabei gehabt, aber Eben, Minimum 2 Routen. oder? Natürlich, dort habe ich meine Egli-Route, Standard 7 bis 21 Gramm Egli-Route und ja, noch so eine leichte Hechtroute. Was habe ich gehabt? 10 bis 40 Gramm oder sowas. Ja, so etwas, das ist ein Aber Mittelding. eben, da musst du schon mal Gedanken machen. Ich muss aber sagen, ich würde das ja anders machen. Wenn ich wieder auf Schweden gehe, würde ich eher schwerere Egli-Routen mitnehmen, weil ich weiss, ich kann mir wie nicht vorstellen, dass die Egli in Schweden zum Beispiel größere Köder weghauen. Ja. Also weißt du, die hauen den 10 cm Gummi weg. Ja. Ja, bei uns fische ich eher mal selten einen 10 cm Gummi für Egli. Traust dich kaum mit 7,5 zu fischen. Genau, auf Egli, ja, oder ja, so genau, dem ja, Stil, genau. Ja, es ist so, ja. Darum würde ich es, genau da, aber das ist dann die Erfahrung, die du wieder mitnimmst aus dem Ausland. Ich will es ganz anders machen Ja, bei genau. meinem nächsten Trip. Ja, absolut. Und dann, Köder hast du noch angesprochen. Wie informierst du dich dort? Hey, Köder finde ich mega schwierig. Schon, oder? Aber du kannst ja nicht einfach das ganze Tackle mitnehmen. Also, ich hatte dann schlussendlich auch meinen Rucksack dabei gehabt, Ja, aber ich habe mich auf 3 Böckchen begrenzen. Weil wir haben nicht Platz gehabt im Rucksack. Und ich kann nicht das ganze Auto zustellen, weil wir haben sonst schon viel Material dabei gehabt. Ich sage jetzt extra nicht zu viel Material, aber viel Material dabei gehabt.
Ich kann jetzt sagen, wie ich sie jetzt vorhand zu machen. Ich kann jetzt schon bereits für Holland ein bisschen anfangen, Sachen zusammensuchen oder mit Ideen ausarbeiten. Wo wir waren, vor einem Jahr, frühling vor einem Jahr, habe ich alles mitgenommen. Und ich habe vielleicht 3 Köder gefischt. Ja. Oder, muss ich sagen. Ja. Dieses Jahr werde ich es ein bisschen anders machen. Ich habe 3 Boxen. Für jede Zielfische Box, also ein bisschen grössere. Mit diesen Ködern, wo ich sage, hey, denen vertraue ich auch. Das nehme ich mit. Und ich habe aber, wie die Idee ist, ich habe grosse Boxen, die sind im Backhahn im Auto. Nimm mir einen Bag mit kleineren Boxen und du dort immer 1, 2 rein, nimm das mit, das Wasser fertig. Mehr wollte ich nicht mitnehmen. Ist mal meine Idee. Ich bin gespannt, was für ein Fazit du daraus ziehst. Ja. Vor allem auch, wie viel Mal das wieder retour läufst zum Nachfüllen. Weißt du, wegen Abriss und so. Ja, das habe ich auch ein bisschen befürchtet. Bin ich sehr gespannt. Aber es kann ja funktionieren. Also ich sage nicht, es ist ein Ding darum möglich. Nein, ich will unbedingt ein bisschen mehr anfangen, ein bisschen minimalistisch zu fischen. Also weißt du, man hat immer tendenziell viel zu viel dabei und viel mehr. Also weißt du, ich habe so 4 Köder, die ich mal durchwechseln kann. Ja. That's it. Aber ein Köder voll Box, 2, 3 dabei. Ich glaube, das Blöde, also wenn du alleine gehst, ja, okay. Ja. Wenn du aber das zweite oder das dritte bist, dann ist wieder etwas anderes. Und einer fängt mit dem Köder, den du gerade im Auto hast, oder halt eben den Heilo hast. Ja, da kommt der Fabi, wie gut der Kollege ist und das über. Aber ja. Das ist, ich kenne es von Sam, als ich mit ihm auf Holland bin. Ja. Hat er ein Slashblade dran gehabt. Ich habe kein Slashblade dabei gehabt. Er mit dem Slashblade, der hat mich abgetrocknet. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Blöd, ja. Hätte ich mir doch 1, 2 sollen kaufen. Ja, das ist Idees, was Idees. Das ist dann halt einfach so ein die, ja. Genau, darum finde ich, Köder mitnehmen, ja klar nimmst du mit. Ich meine jetzt gerade, wo ich Teamfischer bin bei Fish Explorer, ich habe ein Unseelenarsenal jetzt voll an Köder daheim. Glaube ja. Also, es stört. Du wirst auch unzählige Köder dabei haben. Es ist immer Qual der Wahl, was du willst. Ich finde das die schwierigste Frage, was nehme ich mit. Ich nehme immer zu viel mit. Also kann ich sagen, ich nehme zu viel mit. Ja, aber ich glaube, das ist auch der Fischer. Der Fischer hat immer zu viel dabei, weil er hat das Gefühl, der braucht er. Und nachher aber es sind dann, ich sage immer so, für mich ist so ein bisschen der Trost, die Boxen, die ich mitnehme. Also ich weiss, wenn ich auf Italien gehe, jetzt am Wochenende, ich werde wahrscheinlich Würmfischen für Wels. Ich werde das pelagische Böckli dabei haben für Zander, um ein bisschen pelagen. Und ich werde vielleicht ein paar Toppis-Köder fischen für Bass. Ich werde aber noch 100 andere Köder dabei haben. Aber es sind dann die Köder, wenn gar nichts geht. Als Spinchig werde ich noch fischen für Rapfen. Die 100 anderen Köder, das werden dann die sein, wenn gar nichts geht, werde ich einen von denen oder 2 von denen mal probieren. Bis ich nachher wieder wechsle auf den Köder vom Vertrauen. Ich glaube, das ist normal. Ja, voll. Und ich habe auch ein bisschen angefangen, so, was will ich promoten? Also mir ist ja frei in diesen Marken. Ja, ist bei dir noch etwas anderes, ja. Wir haben ein paar Marken drin und es ist bei mir frei, was ich will promoten. Und ich habe wie gesagt, hey, Toppis und Stuckis sind Schweizer, will ich unbedingt promoten. Das ist wie bei mir jetzt auch, wenn ich auf Fallon gehe, ist wie auch der Schwerpunkt auf die 2 Marken. Darum ist auch dementsprechend meine Box von denen voll. Es kann auch sein, dass ich voll reinschaue. Dass zum Beispiel, blöd gesagt, eine USP gefangen hat, hätte. Aber ja, das kann einzig Zander fangen. Genau. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ja, es ist wie auch noch ein bisschen bei mir das im Hinterkopf, was für Promo mache ich. Ja, lange dir das so als Antwort? Ja. Ich habe noch einen anderen Punkt, der auch mit Google zu tun hat. Also wenn man einen Spot raussucht, ist vielleicht auch Google Bilder wichtig. Es gibt nicht überall von jedem Tümpeli ein Foto, aber ich finde halt gleich spannend zum Schauen. Eben meistens mache ich es andersrum. Manchmal bin ich zuerst auf Google Maps. Mit Street View, gell? Mit Street View oder einfach von oben zum Schauen, hey, wie sieht es aus. Und ich stelle es mir irgendwie dann immer anders vor, als wenn ich dann ein Google-Bild sehe. Ja. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Aber ich schaue selten Google-Bilder an. Ich bin wirklich mit Maps und Street View bist du bedient. Ja. Aber auch im letzten Hinterfotzigen von Schweden ist manchmal Street View auch nicht immer so... Gut, das weiss ich nicht. Gell? Ich kenne es jetzt von Holland, ich kenne es von Italien. Und ich gebe mich eigentlich mit dem zufrieden. Ja, ist so ein bisschen... Holland ist brutal gut mit Street View, was das angeht. Italien ist, etwa wie die Schweiz, ist so ein bisschen mässig-lässig, aber es ist okay.
Und der Rest ist wirklich Google mit den Satellitenkarten, wo, ja. Jetzt ein Bild von einem Tümpel, finde ich, das ist doch so ein bisschen Werbebilder, die sind doch zum Teil auch so ein bisschen verfälscht, weißt, so schön und wunderbar. Und wir sind ja ich sage jetzt mal, die hässlichen Abschnitte, sind wir ja fast lieber mit Steinkanten, weißt, mit Bollensteinen am Ufer zu und so Sachen irgendwie. Ja, aber ich habe es einmal gleich noch gerne, wenn ich einfach noch so schnell so ein Bild gesehen Ja. habe. Wie könnte es ungefähr aussehen? Weil meistens male ich mein Bild immer anders im Kopf. Ja, Vom gut, Spot. ja. Darum finde ich es einmal schon noch interessant. Dann habe ich vielleicht etwas, wo jetzt noch niemand gehört hat. Vielleicht auch du nicht. Google Lens. Google Lens kenne ich, aber ich nutze es anders. Ich nutze es auch eher selten oder ist neu, dass ich das eher so mal gehört habe. Bei Google Lens ist es so, dass wenn ihr irgendwo ein Bild zum Beispiel auf Insta seht, habe ich aber auch die Erfahrung gemacht, wenn es mehr Berge und so hat, wo Google ein bisschen mehr Informationen überkommt, ist es einfacher, als wenn es einfach nur ein Tümpel ist. Das wird schwierig, aber ich könnte ein Bild in Google Lens, also angenommen, ihr findet auf Insta etwas, könnt das in Google Lens rein tun und es sucht euch Der Spot, den Spot eigentlich, ja, richtig, wo der gefangen worden ist. Aber ist es zuverlässig? Ja, 70%. Ja. So, ja, es ist mal schlecht, mal recht. Aber du musst auch zuerst einen Fänger haben. Gut, Ja. Bilder findest du in der Regel. Und da. mittlerweile weiss ich, dass viele Influencer halt KI nutzen, um ihr Bild ein bisschen verfälschen. Das heisst, Der Hintergrund der Hintergrund irgendwo beim Berg wird Ja. etwas weggeladen oder etwas dazugefügt, dass man eben das nicht mehr so machen kann. Aber es hat eine Zeit lang schon recht gut funktioniert. Ja. Was ich noch wichtig finde, der Punkt hast du schon mal gebracht, Navionics. Also schon mal gebracht, ja. Ja, Navionics finde ich sehr wichtig, oder Navionics, einfach die Tiefenkarten, zum Wissen, habe ich dort Kanten, habe ich dort flach abfallend, steil abfallend, ja, wie hoch ist es. Das ist dann vor allem, wenn ich mit dem Boot unterwegs bin, zum Wissen, wo sind die tieferen Löcher, wo hat es eine Vertiefung im See und wie tief ist auch der See, vor allem gerade Holland, sage ich jetzt mal, wo die meisten Gewässer irgendwie 7, vielleicht maximal 10 Meter sind in den Fahrrinnen rein, zum Wissen, okay, wo geht es jetzt relativ steil runter. Das finde ich immer auch noch ein wichtiger Punkt. voll, ja. Ich habe mir nie so... Einecken halt. Das hat mich immer gereut, das Geld zu zahlen. Aber ich glaube, umso mehr ich mich mit dem Thema auch beschäftige, umso mehr reizt es mich, um so eine App einmal zu kaufen. Also es gibt ja viele Freie-Versionen. Ja, aber sind... iBoating-App zum Beispiel. Ja, Ist eine freie Version im Webbrowser. aber hast du die alle überall? Ja, das ist Zuverlässig, eigentlich ziemlich ja. zuverlässig, Okay. ja, habe ich gemerkt. Und dann gibt es von der Garmin gibt's die Active Captain oder die Quick Draw Community. Mhm. Die ist auch Free-Version Okay. und ist eigentlich auch recht zuverlässig. Wenn du aber aufs Garmin-Gerät spielst, dann hast du einen Versatz drin. Das finde ich scheiße. Darum, aber gell, ist halt einfach so eine Karte, ich sage jetzt mal von Central Europe, also Zentraleuropa, zahlst irgendwie 270 Stutz. Ja. Eben, ja, das, Ich bin jetzt noch nicht in dieser Situation, dass ich sagen muss, ich brauche die unbedingt. Weil die Gewässer, die ich befische, ja, die kenne ich in der Schweiz zumindest. Im Ausland, ja, okay, aber dann kann ich mich, glaube ich, andersweitig. Ich finde es eben auch geil, wenn du das Gewässer so ein bisschen selber kannst kartieren und... ein bisschen Arbeit. Ja, so. genau, ja, absolut. Und ich sage jetzt gerade Holland, dort, wo ich hauptsächlich bin, dort finde ich es über Quick-Draw Community. Und Ja. Ich muss dort nicht auf dem Gerät haben, sondern ich kann über das Handy schauen, ich habe die Daten dabei, die mobilen Daten, und dann kann ich so schauen und sagen, okay, gut, jetzt fahre ich noch 100, 200 Meter und dann kommt eine Kante und dort fische ich ab, oder ich kann es nicht mal anschauen, ob die immer noch dort ist, gibt dann wieder die Verschiebungen vom Gestein und ja, wenn sie noch dort ist, dann fische ich die ab, oder? Ich habe mir noch aufgeschrieben bei der Tiefkarte, dass man ein bisschen, auch dort muss schauen, so irgendwo eben in Hinterpfupfungen von Skandinavien, dass dort nicht überall das stimmt, oder? Da Ja, ich muss hab- das Boot auch darüber Genau. gerüstet sein, um Ja. das vermessen haben und das aufgezeichnet haben. Ich glaube, Ja, habe ich eben auch das Gefühl, ja. ist nicht jedem Also auch wenn- Hinterkracher, glaube nicht jedes Mal ein Boot darüber donnert. Ja, also auch wenn du zahlst. Ich glaube nicht, Ja. dass das alles mit Satellitenbildern gemacht werden kann. Kenne ich aber Technologie zu wenig, weiss ich nicht. Aber stelle ich mir auch nicht so einfach vor, ja. Ich habe mir noch aufgeschrieben, das Fischer-App vom Siro, wo auch schon da bei uns im Podcast war, hat zum Teil auch so Gewässerinformationen, was so Fischarten anbelangt, wo ich ein Patent herkriege, zum Beispiel bei Das welchem stimmt, Angelladen oder
bei der Gemeinde, wo auch immer, und Tipps und Tricks hat es dort auch und kommt sogar noch mehr, soviel ich weiss, vom Zero. Ja. Ist aber für die Schweiz. Genau, ist einfach für die Schweiz so schnell, aber wenn wir jetzt irgendwo in der Schweiz fischen, ja, dass absolut. wir das auch absolut. nutzen. Dort sollte ich wieder mal das Fangtagebuch nachführen. Ja, das sage ich mir auch jeden Abend, wenn ich es Sorry, Siro. gesehen denke ich so, fuck, eigentlich sollte mal wieder. Dann ist bei mir ganz viel Social Media, Wirklich? wo ich noch schaue, also so TikTok, Insta, YouTube. Einfach so Inspiration zum Schauen, hey, ist schon mal jemand da gewesen? Ja. Also jetzt gerade zum Beispiel in Zypern, wo ich war, Ja. sehr bedürftig, lohnt sich nicht zum Schauen, liebe Leute, TikTok wie auch Okay. YouTube. Ja, manchmal sieht man sieht einfach ein bisschen, was ich interessant finde, wie sieht es dort vor Ort aus. Gerade Zypern, wo du ja keine Ahnung hast. Du siehst ein bisschen das Ufer. Siehst ein bisschen das Ufer, genau. Ich Ja. meine, ich habe dort ein Video gesehen und der See ist mehr wie die Hälfte geschrumpft, als ich da war. Und das Video war 1 Jahr alt oder so. Ja. Also, Ja. wie viel das eigentlich kann gehen. Und du denkst so, da war ein guter Spot. Ja. Haben wir jemanden gemerkt, bei dem Killerli zu, bla bla bla. Der See ist nicht mehr da gewesen. Also weißt du, so... Scheiße, ja, ist das, halt- das ist natürlich blöd, oder? Aber ich Genau. glaube, das kann dir überall passieren. Ist ja Google Maps ist ja auch nicht immer so brandaktuell. Da kommt es immer auf die Jahreszeiten drauf an. Ist ja auch sehr ein wichtiger Faktor, oder? Mit Sommer oder Herbst oder Winter oder was auch immer. Vor allem auch vom Schilfbewuchs her, von den Uferzonen. Ja. Voll, auch die jetzt bei YPC immer die Spots geiern, Ja. muss sagen, hey, du bist im Fall nicht der Einzige, der das macht. Ja. Das machen Ja. Tausende, Millionen Gut, das- andere auch. Und Das dann kann ist ich auf eh die nicht Spots verstehen, dran. weil so ein Spot, der beim YPC liefert, kannst du ja Gift drauf nehmen, dass der Ja, ja. nachher ein halbes Jahr wahrscheinlich nicht mehr so liefert. Genau, ich nutze das meistens einfach so ein bisschen zum Schauen, hey, wie sieht es vor Ort Ja. aus. Ja. Gerade so in einem Land, wo wo Das ist so, ja. ich noch nie gewesen bin. Ja. Ähm, Das ist ein Ja. Thema Vorbereitung, hä? Das ist so ein bisschen Vorbereitung da, klar. Eben, Genau. man kann noch KI-Tools nutzen wie ChatGPT, ob dann die Informationen verlässlich sind nach Spots, Ja. sei es dahingestellt. Ja. Genau. Dann wären wir eigentlich, wenn wir vor Ort sind, ist bei mir noch ein bisschen so, hey, wenn es einen Angelladen hat, gehe ich gerne noch schnell rein. Mhm. Es gibt Länder wie Italien, wo ich glaube, die haben nicht viel kompetente oder auch so ein bisschen inhaltlich gute Angelläden. Ja. Dort wäre es dann mehr so ein bisschen das Gespräch, Das der Typ Plaudern. das Ja. verwickeln, dass man vielleicht ein bisschen Spots erfährt, ein bisschen Köder erfährt, Ja. ein bisschen Rigs erfährt, wo gerade läuft auf den Zielfisch, den ich habe. Absolut, absolut. Bin ich voll bei dir. Also, wir sind in Italien in einem Laden gewesen. Der war so gross wie der Podcastraum etwa und das ist relativ klein, also ist etwa 5 auf 5 Meter oder so. Und der ist jetzt wirklich, also bis zu der Theke rein, aber ist hinter der Theke natürlich noch etwas gewesen, aber das, also, Nicht gerade viel los. nein, wir sind dort rein und ja, wir sind glaube nach 30 Sekunden 45 vielleicht wieder draussen gewesen. Also es ist, Okay. ja, wirklich so ein bisschen, In Ja. Zypern, muss ich sagen, war ein Riesenladen gewesen, auf 2 Schon? Stück. wow, geil. Also richtig so Stellwände, wie du auch hast, aber richtig gut gefüllt, auch mit Marken. Geil. Eben Duo, Savage Gear, wirklich bekannte Marken. Das ist schon noch... Ja, Hat mich nice. auch überrascht. Ich habe gedacht, also, das wird so mal von einem alten, Entschuldigung, Mandli da betrieben. Ja, genau, oder? Was so ein bisschen- ja. Und das war aber so ein junger Typ gewesen, wie wir in unserem Alter. Wir haben ein bisschen geschwätzt auf Englisch und so. Eben, und dann, wenn du im Gespräch rein bist, dann droppt es. Ja, Garantiert genau. dann, Ja. Um die Zeit fängt steht, dann Ja, das. genau, Und das, ja. das finde ich, ist halt im Angelladen. Aber der hat Immer. ja nur versäckelt, oder? Gefangen hast du ja nichts nachher. Nein, einfach, ja, gefangen habe ich Nein. nichts. Das ist vielleicht auch einfach am Fisch schuldig gewesen oder am Anglerischen können. Aber er hat mir schon einen Spot gesagt, wo eigentlich Fischdeck gewesen wäre. Ja. Darum finde ich das... Die sind ja auch daran interessiert, oder? Dass die Leute Ja, sicher. fangen. Ich meine, du bist Tourist. Ja. Der weiss, der fischt vielleicht 2-mal dort und dann Ja. verpisst er sich wieder. Ja. Der kommt vielleicht nächstes Jahr vielleicht wieder, Ja, aber das ist genau. eher weniger, weil der ist bei Frau und Kind da gewesen. Ja, genau. Ey, nutzt das, wenn es einen Angelladen vor Ort hat, geht rein, quatschen mit den Leuten und meistens erfahren das schon ein bisschen Ja, etwas, was das ihr ist so. wissen. Und sonst machen meine Methoden, der Köder fängt nur, wenn er im Wasser ist. Es ist halt einfach so. Das ist auch so. Und Es hey, ist einfach so. wenn du schon beim Wasser bist, je nachdem, hat es auch andere Leute dort. Das finde ich das Wichtigste, dass du mit Locals irgendwie kannst reden. Oder allgemein mit Fischern zum Netzwerken. Und da finde ich, ist der Schweizer halt brutal verklemmt.
Ja. Wenn nicht ein anderer auf ihn zukommt, redet er fast nichts. Also es gibt wenig, habe ich das Gefühl, die gehen plaudern. In der Schweiz haben wir einfach den nicht. Es könnte ja sein, Ja. eben, dass der jeden Tag auf meinem Spot, Ja, das genau. Gewässer ist allen, liebe Leute, auf meinem Spot steht und mir den Fisch wegfängt. Meine Fisch verfischt, Ja. oder? Das Die stimmt. Woche, wo er dort ist, ja, absolut. Und das ist etwas, das... Ja, da finde ich den Austausch im Ausland angenehmer. Auch wenn dann die Sprachbarriere manchmal ein bisschen schwierig ist mit Händen und Füßen. Aber man versucht, eine Kommunikation herzustellen. Genau, und ich finde eben genau das macht es sympathisch. Ja. Und du merkst dann auch gerade, will der andere auch mit mir reden oder nicht. Ja, Weil, wenn der nachher nur in der Landessprache Antwort gibt, die du eh nicht verstehst, dann weisst du, okay, gut, jetzt kann ich mich vielleicht umdrehen und kann gehen. Und, ja. dort brauchst du halt noch ein bisschen Empathie, um zu wissen, Ja, genau. verarscht er mich jetzt? Oder Natürlich, logisch. tut er wirklich logisch, auch aber- Tipps geben, die man kann anwenden kann? Ja, aber bist ja gutgläubig, oder? Und sagst, weißt du was, Gut, ich habe auch schon Leute gehabt, die dann zeigen sie mir einen Fisch, der irgendwie gefangen wurde. Ist irgendwie, man sieht, dass Winter ist. Sagt, ja, da habe ich letztens dort hineingefangen. So, ja, genau. So, okay. die sagen Nein, das das kann anders. ich nicht. Also, Okay. da bin ich jetzt, bis jetzt bin ich wirklich immer gut davon weggekommen, sage ich jetzt einmal, und habe eigentlich ganz normal mit den Leuten können reden. Also auch, als ich in Italien war, habe ich einen angequatscht, der am Fischen war, das war ein Deutscher. Er hat gesagt, «Hi». Und dann schaut er mich an und sagt, «Moin». Ein Deutscher, ne? Deutsch. Ja. Hey, und die auch beobachtet die Locals, was Ja. fischen sie, wie fischen sie, Genau. wann fischen sie. Dort, wo ich auch auf Seabass in Zypern bin fischen, Ja. habe ich auch gedacht, hey, um welche Zeit sind sie, welche Zeit gehen sie wieder, wie lange bleiben sie, was fischen sie, was probieren sie aus, was funktioniert. Kann man auch wertvolle Tipps abschauen. Absolut, absolut. Und eben, tauscht euch aus mit denen. Das ist, ich finde, das finde ich fast etwas vom Wichtigsten, wenn du mit den Leuten am Wasser kannst reden. Ja. Dann erfährst du so viele Informationen mehr als in einem Angelshop oder in einem Forum oder via Google oder was auch immer. Das ist enorm wichtig. Das wären so meine Tipps, die ich anwende. Hast du noch Ja, mehr? Ich habe etwas, nur noch nice to know. ich habe noch einen Noch wichtigen 2 Tipp. Fragen an dich. Und zwar beobachtet das Wasser. Ja. Schaut ins Wasser rein. Schaut, geht etwas an der Oberfläche oder nicht. Dort, wo wir sind, hat es Kraut rum. Das ist vor allem, finde ich, jetzt immer so ein wichtiger Punkt. Der Fisch will sich verstecken. Der Fisch ist auf einer offenen oder in einer offenen Fläche rein, im Wasser. Und wenn der sich nicht verstecken kann, sucht Häfen. Fischen nicht unbedingt in den Häfen, ist nicht überall erlaubt, aber Fischen vor den Häfen, dort hat es meistens eine Fahrrinne von dem Boot, die rauskommt. Fischen bei den Kursschiffen, dort hat es meistens auch Vertiefungen und Fahrrinnen und schauen, ob irgendwie Kraut an die Oberfläche kommt, gehen an Krautkanten hin. An den Krautkanten hat es immer Fisch, immer, egal was für eine Fischart. Und schaut, geht irgendetwas auf der Wasseroberfläche, hängt ein Topwater dran, wenn sich irgendwie etwas abzeichnet. Das ist das A und so. Voll. Da Ja. komme ich noch etwas, wo niemand etwas damit anfangen kann. Bauchgefühl. Ja, das ist Also auch sehr wichtig. kann man sagen, wenn es schon ein paar Jahre Fisch ist, einfach so, was sagt dein Bauchgefühl? Ja. Habe ich Vertrauen ins Spot oder nicht? Ja. Aus welchen Gründen auch immer, wo du jetzt auch Ja. sauber aufgezählt hast. Ja. Genau, Vertrauen drauf. Lesen das Gewässer. Ja. Das ist wichtig, ja. Ja, das sind eigentlich auch so ein bisschen meine Sachen, wie ich mich vorbereite, ja. Also, und eben nutze die Community rundum. Also, wenn ihr irgendwie wisst, dass irgendeiner mal dort war, schreibt dem, ja, sorry Oli. Richtig, das wollte ich gerade sagen. Hören wir auf in der Schweiz, wie wir das vorhin gesagt haben, den Spot nicht. Hey, wenn ihr wisst, ist schon mal jemand da gewesen, schreibt den Ja, an. absolut, Und hey, absolut. schreibt den Leuten zurück. Ich finde, es gibt nichts Unanständigeres als nicht zurückschreiben. Ja. Hey, man muss immer noch hergehen und dann auch fangen. Richtig. Der Fisch muss immer noch mitmachen, das sind immer noch zweierlei Sachen. Genau. Und ich finde es dann so nieder, wenn es dann heisst, wenn du fragst, hey, bist du schon mal dort gewesen? Ja, bin dort gewesen. Ja, wo fange ich dann? Ja, in dieser Ortschaft. Mhm. Du musst sagen, ja, dann schreib gescheiter nicht zurück, anstatt dass man sagt, an dem Steg. Blöd gesagt, oder? Ja. Weil, ja, bist ja eh nicht mehr dort. Also, ja, ist ja gleich. Ich finde, da kann man schon als Schweizer Community mal einen Schritt oder mal ein bisschen Absolut. offener werden in dieser Hinsicht. Absolut, absolut. Ich habe noch ein paar Nice-to-Know-Tipps. Gerade so, ich weiß nicht, wie die meisten von euch ans Wasser gehen. Ich nehme an, mit dem Auto. Auch schauen, wo kann ich parkieren. Jetzt in Holland, da ist kein Problem, da kann ich überall schnell halten, da sagt niemand irgendetwas. Aber wir leben in der Bünzli-Schweiz oder anderen
Ja, oder in Länder, anderen Ländern, ja. wo Also, halt dann schon auch saftige Busse Ja. gibt. Und manchmal sagt Google Maps, hey, ich könnte bis zum Gewässer herfahren, ist dann nicht so vor Ort. Also dort ein bisschen Ja. auch vorab das recherchieren. Ich finde, es gibt nichts Mühsames, als wenn für Angelzeit, die du hättest, auch noch Parkzeit drauf geht. ja, und vor allem, oder musst noch irgendwie eine halbe Stunde dort laufen, obwohl du eigentlich denkst, kannst du auch fahren, ja. Ich schaue auch immer, eben darum Street View, gehe ich immer von der Hauptstraße, probiere ich den Weg oder schaue ich die Kreuzungen an, ob irgendwo das Fahrverbot ist. Wenn das Fahrverbot ist, dann suchen wir einen anderen Weg an. Voll. Ja. Ja, also das kann ich noch so mitgeben. Dann haben wir jetzt auch ein bisschen darüber geredet, eben immer im Hinterkopf haben, ein guter Spot muss ich oder muss erarbeiten. Der liefert jetzt nicht gerade sofort. Das finde ich ist auch schon auch wichtig, dass man, hey, auch wenn ich vom Dustin Schöne einen Spot herausfinde. Ja. Also weißt du, gerade liefert. dass der gerade liefert, Natürlich. hey, Ja. der hat viel Zeit investiert, auch zum dort fischen oder irgendjemand anders vom YPC oder so, wo er gerade gesehen, viel Zeit investiert, um das zu erarbeiten, müsst ihr auch machen. Es ist Ja. nicht gerade so sein erster Wurffisch. Genau, richtig. Fischen die Spots aus, ja. Das wäre noch so nice to know. Dann Nico, habe ich noch Frage an dich. Wenn du jetzt so ein bisschen überlegst, ein Spot, du bist schon mal Gewässer gsi, dein Bauchgefühl sagt, hey, da muss Fisch haben, weil beim ersten Mal hast du keinen Fisch gefangen. Gehst du noch mal dort hin oder sagst du, ich probiere lieber einen anderen Ort aus? Ich glaube, das kommt sehr auf die Zeit drauf an, die ich noch habe zum Fischen, zum dort zu sein. Wenn ich noch genug Zeit habe, ja, dann gehe ich sicher noch eins hin. Wenn das Bauchgefühl sagt, dort ist Fisch, dann verlasse ich mich eigentlich drauf. Wenn ich aber weiss, es ist vielleicht der letzte Tag, wo ich fischen kann, ich glaube, dann würde mir vielleicht auch einen neuen Spot suchen, Ja. wo ich eher Vertrauen hätte, wenn es gibt. Aber natürlich mit dem Risiko, um die Fahrzeit in Kauf zu nehmen, um wieder an diesen Spot zu fahren. Ja. Mhm. Das Also ist so sowohl als auch. Ja, ich finde, das ist mega situativ, oder? Mhm. Wenn ich jetzt zurückdenke, Italien, dann ich bin an einen Spot gegangen. Gut, ich habe gewusst, ich bin davon ausgegangen, dass der fängt, weil er hat wirklich Crew gehabt, ist ein Hafeneinfahrer gewesen. Und ich bin dort hingegangen, ich habe gefangen und dann natürlich gewusst, okay, am nächsten Tag gehe ich wieder dort hin. Ich bin dann am Morgen dort gewesen. Ich hatte nichts gehabt. Habe mich recht erstaunt und bin dann noch weiter umgezogen. Das war dann genau die Situation gewesen. Dass ich dachte, komm, jetzt gehen wir einen neuen Spot suchen, gehe noch weiter. Habe aber auch gewusst, dass ich erst so um 9 Uhr umeinander wieder retour gehen. Und bin dann im Heimweg noch einmal unterwegs an diesen Spot. Also ich bin dann einmal retour gefahren, weil die anderen Spots auch nicht geliefert haben. Es ist so ein bisschen, ist mega situativ. In Holland kein Thema, dort gehe ich die gleichen Spots immer wieder an. Auch wenn es nichts fangen, ich gehe gleich zu denen hin, weil ich einfach ein gutes Gefühl habe. Und ich weiss, dort muss Fisch sein. Aber ja, irgendwann hänge ich vielleicht an den richtigen Köder an und dann toucht es, wer weiß. Oder ich gehe einfach dort hin und irgendwann sage ich hänge meine Fischruder an den Nagel und der Spot hat nie geliefert, Ja. gell? Das kann es natürlich auch geben. Ja. Ja, aber nein, es ist mega situativ. Ja. Bei dir? Hey, ich muss gerade sagen, in Schweden hatte ich eben so einen Tümpel gehabt, dort, wo ich meine grossen Igel gefangen habe. Ich habe den Spot allein erarbeitet. Der Typ, der mir das Boot zur Verfügung gestellt hat, gesagt, ja, ganz eine andere Ecke, wo ich hin soll. Ich habe den Spot gesehen und dachte, da muss es Fisch haben. Ersten Tag nie gefangen, zweiten Tag ein Biss gehabt, nie gefangen, nächsten Tag wieder hergefahren und dann ist es gelaufen. Weil ich einfach gedacht habe, ey, es muss sein. Also ich bin 3 Mal dorthin, bis der Spot geliefert hat, weil ich einfach überzeugt bin, dass dort der Fisch muss durchziehen muss. Ja. Einfach von der wie sagen wir, Gegebenheiten, Ja, genau. wo ich rausgelesen habe und irgendwann ist es gegangen. Aber es ist natürlich nicht immer so, Ich wollte bin gerade nicht sagen, der gell, geduldigste in dem. es kann natürlich auch ein Lucky Shot gewesen sein. Ja. Das halt genau der Gut, Zeitpunkt ich habe nach 2 Tagen hintereinander dort super okay, gut gefangen. Okay. Dann Nein, ist es kein dann nehme ich es zurück. Lucky Nein, Shot dann nehme ich es zurück. Weil es gibt ja so Spots, oder? Wenn die Fische Voll. genau dann dort durchziehen, wo du bist, Ja. dann kann es auch ein Lucky Shot sein, dann kannst du nachher die nächsten 10 Tage nichts mehr fangen, oder? Aber ja, ich finde es mega schwierig. Und darum schätze ich eben das Live-Sonar extrem, weil du siehst, haben die Fische Bock oder sind sie gar nicht rum? Voll. Das finde ich brutal wichtig. Das ist, ja. Es geht nicht mal darum, den Fisch gezielt anfischen, sondern einfach zu wissen, okay, das sind Fische. Und
ja, okay, sie wollen nicht, oder ich habe den falschen Köder, egal, fuck off, gehen wir wieder mal da hin, aber jetzt nicht mehr. Und so weisst du es halt, oder? So merkst du es. Hey, ich will ganz kurz zusammenfassen, bevor wir ins Entweder-Oder gehen. Also wir hatten Tiefenkarten, wir hatten Google Maps, Google Street View, Google Allgemeinsuche, Google Bilder, Google Lens. Wir haben das Fischer-App für die Schweiz, den Angelladen, Social Media, andere Angelbefragen, KI-Fragen. So ein bisschen über das haben wir geschwätzt in dieser Episode. Nico, ich weiss, du hast dich voll vorbereitet auf heute. Wow. Gehen wir doch ins Entweder-Oder. Bevor du mir die 3 Fragen stellst, möchte ich einfach noch mal schnell aufgreifen, weil es doch schon wieder ein Zeitchen her ist. Wir haben das nicht besprochen, vorhin einfach so ein bisschen reingeratscht mit dem. Aber ich fände es cool, wenn wir vielleicht auf nächstes Jahr mehr, aber das haben wir glaube ich schon von Anfang an mal auch im Kopf gehabt, schon das Challenge-Ding. Irgendwie drin haben das Community. Ja. Uns kann eine Challenge stellen, wo wir irgendwie im Jahr, im Monat, in 3 Monaten, im halben Jahr, whatever. Also weißt du, es kann ja auch eine sein, sorry, ich muss schnell anders hinhocken. Es kann ja auch eine sein, die für 2 Wochen geht, einfach bis zum nächsten Podcast. Genau, ja. Wenn es nichts Übertriebenes ist. Richtig. Also, weißt, ich finde, ja, dort anglerisch muss man halt immer schauen, wie wir unterschiedlich können fischen, beruflich und familientechnisch gesehen. Aber irgendwie fände ich das cool, wenn wir das machen könnten. Ich fände es einfach spannend, was denkt unsere Community darüber. Schreibt es unbedingt in die Kommentare. Haut mal die Challenges hier, die euch in den Sinn kommen. Ja. Und schlussendlich können wir ja dann immer noch sagen, wenn wir welche machen. Ich meine, wenn wir sehen, okay, wie jetzt haben wir einen Monat Zeit bis zum nächsten Podcast, dann können wir ja immer noch eine Challenge dann nehmen, die länger geht oder so. Voll. Absolut. Aber es das wir halt ein bisschen davon leben, nice, dass die Community voll mitmacht. Ja. Er grinst schon, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Also, das ist ein bisschen gemein. Ah, Mann. Lieber von anderen als der Typ mit Style bekannt sein oder als der Typ mit Ahnung, auch wenn beides nicht zutrifft. Der letzte Satz kannst du sparen. Was, der Typ mit Meinung oder der Typ mit Style? Der Typ mit Style oder der Typ mit Ahnung, auch wenn beides nicht stimmt. Wow, ich fände den Typ mit Ahnung fände ich geiler. Ich finde aber, ich habe mehr Style wie Ahnung. Habe ich es beantwortet? Wow. Ja, wir lassen es mal gut sein so. Ja, ich glaube, es gibt immer noch... Ich schreibe da rein, beantwortet. Ich finde, es gibt immer noch Leute, die haben viel mehr Ahnung oder das grösstes Know-how. Ich wollte mich da nicht so auf... Ich meine, ich weiss auch schon einiges. Nein, aber wärst lieber? Ja, dann wäre ich lieber... Dann wäre lieber der Typ mit Ahnung. Okay, gut. Ja, gut. So gut. gesehen. Okay. Entweder nur Naturaufnahmen zeigen oder Ausreden suchen, warum das die Fische nicht beißen. Ist auch wieder so eine Gemeinde. Ist auch so eine Scheissfrage, mega. weil beides mache ich. Ich meine, Ausreden haben wir als Fischer genug. Dann nehme ich das. Ausreden? Ausreden. Ja, willst du noch mal eine Gemeinde oder willst du eine normale? Ja, weil ist doch mir wurscht, chill einfach. Also, dein Lieblingsköder wird verboten oder er wird so gehypt, dass er nicht mehr läuft. Ja, geil, also beides mal nein. Hey, dann kommt dann weiter lieber gehypt, dann hat die Marke auch etwas davon. Gut. Und die anderen Fischer auch. Also weißt du. Ja, nein, die fangen dann ja irgendwann auch nicht mehr. Ja, aber am Anfang zumindest. Ja, am Anfang zumindest. Hey Oli. Danke, das war eine Scheissfrage gewesen. Aber gut, Ja, allgemeine hätte ich jetzt noch gehabt, aber die bringt dir dann das Übernächste. Ja, du musst ja noch etwas haben. Hey, Perfekt. Sind wir eigentlich schon wieder beim Ausblick, wo wir eigentlich nicht machen wollen? Ausblick möchten wir doch kennen. Ja, sagen wir jedes Mal und gleich haben wir einen drin. Ja. Hau noch den Jingle rein für Ausblick. Weil an dieser Stelle muss der Nico euch etwas beichten. Ja. Ja. Warum haben die Community so lange wieder keinen Podcast? Ja, ich bin in der Ferien. Easy, Genau, er ist wieder in der Ferien. Schilder Leben, ey. Jetzt hätte ich schon gedacht, es ist etwas Schlimmes. Ey, mega schade, wir haben halt nicht anders können planen, aber jetzt ist wieder ein Monat Pause. Genau, es ist ja so, dass ich bin das Wochenende, wo der Podcast rauskommt in Italien, ich komme dann heim für
glaube 1,5 Wochen, wenn es mir recht ist. Und verreisen eigentlich dann am 15. Oktober bereits wieder auf Holland bis am 19. Und am 14. werde ich eigentlich keinen Podcast machen, weil wir fahren um 3 Uhr morgens los und ich gehe zeitig liegen. Dann wäre der nächste eigentlich am 28. Ja. Genau. Also, haben wir wieder eigentlich lassen wir ja nur einen raus. Also es ist eigentlich nicht so schlimm. Nein, es sind schon... Nein, es ist einer. Der zählt für den September. Der ist jetzt im September und dann hätten wir den nächsten am 14. und dann am 28. Okay, einer ausgelassen. Ja, schon hart für unsere Community. Come on. Dann wird es langweilig während dem Autofahren. Ja, ich hoffe, die können gleich noch gut einschlafen und so. Also nicht während dem Autofahren, aber. Und sonst gibt es ja den Sidi und seinen Buddy noch, die den Feierabendtag machen. Wenn sie ihn zukünftig auf Spotify machen. Ah, möchten sie nicht auf Spotify? Ich weiss nicht, ob... Sie haben einfach gesagt, Umzug auf Spotify. Ich weiss nicht, ob das so bleibt. Ja, mal, das wird wohl so bleiben. Mal, die wären da schon... Ja. Hören mal rein. Wir hören auch mal rein. Unbedingt. Ich habe dann schön Zeit zum Abfahren auf Italien. Ich hoffe, der geht das Zeitchen, weil ich habe 5 Stunden Fahrt vor mir. Ja. Das wäre schon cool. Ja. Und sonst habe ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen. So, Oli, hast du noch etwas? Ich habe auch nichts mehr. Nein. Ja, also, Total ausgeschossen. würde ich sagen, sind wir durch für heute. Hey. Also, wir sind draussen für heute. Ciao zusammen. Yeah. Erste Podcast in der Schweiz übers Fischen ist draussen. Eben schon Glas ins Bier rufen. Fisch verrückt, treffen sie den Buf oder werfen am Wasser. Die nächste Folge vom Forellenkönig und ein Bär sind im Kasten. Tight Lines, Baby!